Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. So, Leute, es geht weiter. Es geht weiter. Ich habe gerade noch einen kleinen Community-Post verfasst mit einer Umfrage, was wir nach den Indigo-Bärchen-Leaks als nächstes behandeln sollten. Und ich habe ein paar Sachen da rein in die Umfrage. Ihr könnt mir aber auch gerne unten drunter in die Kommentare schreiben, so was wir was als nächstes machen sollen. Was würdet ihr gerne hören, wenn es irgendwelche Spezialwünsche gibt, Dinge, die entweder nicht mehr auf dem Kanal sind oder die ich noch nie gemacht habe. Es sind reichlich Geschichten unterwegs und ich werde mir das zu Herzen nehmen, werde mir das aufschreiben und dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen, wie wir das umsetzen können. So. Aber mit denen halt überhaupt gar nicht lang umeinander, weil wir sind bei Teil 17 angekommen, bei den Blaueierbärchen. Und das ist ein langes Video. Dieses Video dauert bei Ofi über eine Stunde. Und es gibt noch andere Themen hier. Wir haben, ihr seht es hier noch nicht. Wartet mal. Da. Es geht um irgendwelche Kreditkarten, Lagerliste. Das war, glaube ich, das, was er vorgelegt hat bei der Versicherung oder bei der Polizei. Dinge, die in seinem Lager drin waren mit dem geschätzten Wert, also von reiner geschätzten Wert. Und wir werden merken, es ist fürchterlich utopisch. Aber ich hoffe im Übrigen, ich nehme das hier jetzt am Freitagnachmittag auf. Ich hoffe, das läuft so problemlos wie mit dem letzten Indigo-Bärchen-Video und ich kann es gleich freischalten. Dann habt ihr es schön fürs Wochenende. Hm? Ansonsten kriegt ihr es, sobald die Überprüfung fertig ist. Ich kann euch auch nicht versprechen, dass das jetzt hier ein Video wird. Ich gehe jetzt einmal rein und schaue, wie weit die kommen. Aber ich sage mal so, wenn wir die 2-Stunden-Marke erreichen sollten und noch nicht nennenswerter Ende in Sicht ist, dann werde ich das wahrscheinlich auf 2 Videos aufteilen. Okay. Dann hockt's euch hier, Sammermehrer, reißt's euch eine Häube auf. Ich glaube, heute werdet ihr sie brauchen. Und mir ging ein einer. Ein reiner. Und nun fangen wir jetzt mit den 2 Themen an, bevor wir gleich die Aufnahme besprechen. Denn das eine von diesen Themen hat auch ein bisschen was mit dem Indigo-Bärchen zu tun. Nämlich Reinis Kreditkarte. Ich blende euch mal 2 Screenshots ein. Einmal einen aus dem Discord und einmal das Bild davon, was er dann auch danach geschickt hat. Was ich aber natürlich auch an gewissen Stellen geschwärzt habe. Das Foto, was er rumgeschickt hat, war ungeschwärzt. Das ist unfassbar. Ich habe jetzt schon 2 Dinge, die ich nicht begreifen kann. Punkt Nummer 1. Reini schickt Screenshots mit seinen kompletten Kreditkartendaten rum. Und da kommt dann für mich irgendwie, er, der große Datenschutzlord, der seit Jahren uns erzählt, ja, er hat so schmerzlich lernen müssen, dass man im Internet vorsichtig mit seinen Daten umgehen soll und bla bla bla, wo er den anderen Leuten immer schlaue Ratschläge gibt und verschickt dann seine Kreditkartendaten an Leute, die er eigentlich nicht kennt. Schon mal wild, also auch wenn es das Bärchen ist, die kannte er ja auch nicht wirklich. Und zum anderen, Leute, wie zum Teufel hat dieser Mann irgendeine Kreditkarte bekommen? Bei dem Schufa-Score, den der hat, welche Bank gibt so jemandem eine Kreditkarte und sagt, ja, easy, da bitte, Herr Winkler, können Sie noch mehr Schulden machen? Es ist wild. Der Mann ist seit 10 Jahren chronisch pleite. Hat in den letzten 13 Jahren Unmengen an Schulden aufgehäuft. Hat einen Schufa-Score aus der Hölle, dass der Sau graust. Und irgendeine Bank da draußen gibt ihm immer noch eine Kreditkarte. Das ist wahrscheinlich genauso seriös wie diese Werbungen. Ihr kennt die. Ich habe jetzt schon lange keine mehr davon gesehen, aber da gab es früher doch immer diese Werbung von wegen, ja, easy Kredit, auch ohne Schufa-Auskunft etc. bla bla. Die praktisch sich speziell an die Leute gerichtet hat, die schon
Schulden und Schulden und Schulden und Schulden haben, dass sie sich dann angesprochen fühlen, so, ja, komm, jetzt ist eh schon wurscht, so, ja, dann nimmst halt nochmal 2.000, 3.000 Euro auf, ja, dann kannst du es wenigstens noch ein bisschen genießen, bevor es in die Privatinsolvenz geht. Ich weiß auch nicht, wie dieses Geschäftsmodell sich trägt, weil du ja praktisch, du willst ja mit so einem Kredit was verdienen, ne, als Kreditinstitut. Und du leistest Geld an Leute mit nachgewiesen beschissener Zahlungsmoral. Das ist halt auch irgendwas Schädiges. Keine Ahnung, wahrscheinlich sind dann die Zinsen so krass, dass die Leute, die es dann bedienen können, ähm, dass die das wieder reinholen, was man verliert mit den Leuten, die in die private Insolvenz gehen oder sowas. Keine Ahnung. Aber, ja. Die zwei Fragen, die ich mich stelle. Warum verschickt er seine Kreditkartendaten und warum zum Teufel hat er eine Kreditkarte? Und, soweit ich weiß, ist das nämlich ein Gespräch mit dem Indigo-Bärchen gewesen von damals, wo er ihr das geschickt hat. Und, falls ihr nicht erkennt, um was es hier geht, er wollte seine Kreditkarte hinterlegen bei einem Abo für diese Roller in den Innenstädten und er hat dir das Bärchen dann gefragt, wie ihr links auf dem Bild sehen könnt, kannst du mir kurz helfen? Was steht da? Also da... Ganz ehrlich, er hat die Kreditkarte, um wieder diese Roller zu machen, aber dann muss das doch von 23 gewesen sein, oder? Weil er fährt ja schon, er hat ja doch schon seit einem Jahr hat er doch seinen eigenen Roller. Dann muss doch das 23 gewesen sein, damals, als man dafür gesorgt hat, dass seine ursprünglichen Abo-Geschichten irgendwie gekündigt wurden bei diesen Rollervermietungen, da die dezent darauf hingewiesen wurden, dass ein Herr Winkler die zulässige Gesamtbelastung irgendwie dieser Roller ums Doppelte killt und wahrscheinlich auch diverse Videos, wie er mit diesem Ding über rote Ampeln gemeddelt ist und so weiter und so fort. Im Übrigen ein großartiges Ding, großartiger Moment im Game, als es ihn gemault hat mit diesem E-Roller, wo er da vor diesen Hatern davon gelaufen sind, die zugegebenermaßen ein wenig cringe waren, der eine, der da rumgekreischt hat. Aber dann gemeint hat, er macht das jetzt ganz cool mit einer Hand und dann verreißt er den Lenker und er landet irgendwie krachend auf der Presse, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Da oben auf Englisch. Soweit so gut. Allerdings hat er dann in dem rechten Screenshot seine Kreditkartendaten, also die letzten Nummern, das Ablaufdatum und die Sicherheitsnummer weitergeschickt. Ist auch wild, weil er irgendwas nicht übersetzen konnte aus dem Englischen. Und wahrscheinlich, weil er es nicht drüber copy-pasten konnte. Und jetzt hat er sich gedacht, boah, jetzt müsste ich das Ganze abschreiben in den Google-Übersetzer. Und wir wissen ja, Schreiben ist fast so ein schlimmer Hater, wie es Lesen ist. Und da muss er beides. Erst muss er es lesen in einer fremden Sprache, die er nicht kennt. Muss das Buchstabe für Buchstabe abtippen. Das muss er hinkriegen, ohne zu havarieren dabei. Und dann muss er nochmal lesen, wenn Google ihm die Übersetzung ausgibt. Und das war nicht zumutbar für Reini. Ja, das war alles Hass und Mobbing. Ja, Lesen ist der größte Hater und Schreiben kommt ganz knapp hinten nach. Und bevor man sich diese Tortur antut als Rainer, macht man einfach einen Screenshot und schickt ihn an irgendeine Troller, die man nicht kennt, die man übers Internet kennengelernt hat. Geil. Da hat er richtig viel dazugelernt in den letzten 10 beschissenen Jahren. Als Screenshot. Diese Daten habe ich dann nur tatsächlich ja geschwärzt, sonst gibt es wahrscheinlich wieder Ärger mit YouTube. Aber macht euch einmal bitte klar, er schickt seine Kreditkartendaten per Screenshot über Discord rum, damit andere Leute, die er zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal getroffen hat persönlich, ihm helfen können, das zu übersetzen, was da auf Englisch steht. Man könnte sich auch einfach die Arbeit... Ja, aber man hätte auch Englisch lernen können, weil wir wissen ja, er lernt ja so schnell Englisch. Was hat er da gesagt? Ich kann es ganz ehrlich, Rainer spricht so beschissen Englisch, mit Gewalt könnte ich es nicht.
machen und 10 Sekunden einen Translator benutzen und dann selbst das Problem lösen. Aber es ist für ihn einfacher, wenn andere ihm die Frage beantworten, dann muss er natürlich nichts tippen, auch wenn er dadurch seine Kreditkartendaten an jemanden Fremden weitergibt. Ja. Und hier auch nochmal, das ist ja kein erstmaliger Fehler. Im Übrigen, irgendjemand hat unter meinem letzten Video geschrieben, keine Ahnung, ich schmeiß wie die Prügel raus, ich hab's nicht gecheckt, ich hab's geherzt, weil es ein Kommentar war und Kommentare sind allem gut, aber ich schmeiß Ofi überhaupt nichts raus. Ich mag Ofi. Ich finde es ja gut, dass Ofi diese Leaks überhaupt bearbeitet hat. Ne? Wie oft hatte er schon Probleme mit falschen Abbuchungen auf seinem Konto, dass irgendjemand ihm seine Karten hat sperren lassen, als er damals in Frankreich war, oder. Und er schickt einfach so unbewusst seine Daten rum. Ich meine, wenn es im Discord-Call gewesen wäre und er irgendwie aus Versehen das Unbedarft, Ofi. Unbedarft. Unbewusst war es, ne? Der hatte sehr, sehr bewusst. Die Entscheidung war ihm sehr bewusst. Arbeitsvermeidung, dadurch, dass er nicht tippen muss. Ja, einfach nur, es ist ja bei jedem Handy irgendwie, bei jedem Hersteller was anderes. Du musst halt meistens ist es irgendwie lauter machen und den Ausknopf gleichzeitig drucken oder sowas. Ich weiß nicht, wie es beim iPhone ist, aber Screenshot machen, über Discord verschicken und dann, eingeblendet hätte. Ja, wäre halt ein dummer Fehler gewesen, aber okay. Aber er schickt absichtlich Screenshots von diesen Daten, weil er keinen Übersetzer benutzen möchte, wo er Wörter abtippen müsste, die er übersetzt haben möchte. Und das ist so eine Sache, da komme ich persönlich gar nicht drauf klar. Ich will zum Thema Medienkompetenz generell nochmal irgendwie ein Video auf meinem Ofi und die Welt-Kanal machen. Habe ich euch auch verlinkt, könnt ihr gerne mal drauf ein Abo dalassen, wenn ihr möchtet. Weil das ist so in dieser TikTok-Generation ja generell etwas, was wirklich kaum noch vorhanden ist. Und bei Reini sehen wir hier wieder, dass es auch natürlich ganz klar darunter fällt und er einfach nicht checkt, was ihm das für einen Schaden anrichten kann. Und das, nachdem die letzten 10 Jahre ja so viel passiert ist in dieser Geschichte. Ja, Lernkurve nicht vorhanden. Fand ich auf jeden Fall sehr aussagekräftig, warum dieser Herr Hilfe bei seinen Finanzen benötigt, wenn er so mit seinen Kreditkartendaten umgeht. Naja gut, das war nur... Ja, der braucht halt jemanden, ich wiederhole mich, jemanden, der da die Hand drauf hat. Alles, was an Geld reinkommt, muss treuhändisch verwaltet werden. Und wenn er irgendwas ausgeben will, muss er darum bitten. Ansonsten wird es nie irgendwas werden mit seinen Finanzen. Niemals. Dieser Mann ist nicht in der Lage, geistig zu begreifen, wie das funktioniert mit Geld, das reinkommt und Geld, das rausgeht. Und dass ich nicht unbegrenzt Geld ausgeben kann, wenn nicht genügend reinkommt. Wird er niemals begreifen. Nummer 1 und jetzt noch zu Nummer 2 einer sehr interessanten Liste. Und zwar geht es hier um eine Liste, die laut Schanzenwatch von einem Polizeihater veröffentlicht worden ist, zu der Anzeige von unserem Reini, nämlich mit diesem... Ist wild. Ist natürlich, auch Quelle Schanzenwatch ist natürlich immer fragwürdig, weil wir kennen es im Game, sehr viele Trolle umeinander sind und die ja nicht nur reiner trollen, ne? Es ist sehr oft schon passiert, dass auch irgendwelche Informationen irgendwie an die Haterschaft herangetragen wurden, wo dann danach rausgekommen ist, war als Horseshit und das war von irgendwelchen anderen Trollen. Aber ich finde es trotzdem die Vorstellung lustig, dass es praktisch Hater bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft und sonst überall gibt, in allen Bereichen unserer Gesellschaft, wenn ihnen irgendwas zum Thema Winkel vor die Flinte läuft, das vorsichtig liegen. Es hat ein bisschen was von Project Mayhem aus Fight Club. Wo überall, egal wo, überall sind irgendwelche Leute drin. Bei der Polizei und bei der Feuerwehr und vor Gericht und hast du nicht gesehen. Lagerdiebstahl in Nürnberg. Ihr wisst, das war diese Geschichte, wo er alle seine Sachen angegeben hat, egal ob die noch bei seinem ehemaligen Kumpel im Keller lagen oder im Lager waren und er erstmal die Versicherung ein bisschen verhohnepiepeln wollte, dass ja alles geklaut war. Man kann es ja auch mal versuchen, oder Reini? Ja, da war die Switch und sowas. Wie gesagt, wenn mir die Leute sagen, das ist die Switch, die er vorher schon hatte, die jetzt bei ihm noch rumsteht, glaube ich, dass so genau habe ich mir die nicht angeschaut. Es kann natürlich sein, dass eine Switch im Lager war und gemobst wurde und er sich eine neue gekauft hat. Allerdings wäre diese Switch ja irgendwo aufgetaucht. Versteht ihr, was ich meine? Die ganzen anderen Sachen sind alle dokumentiert worden. Das Schwert, der Playbutton, alles. Warum sollte man gerade seine hochgeliebte Switch dann nicht fotografieren?
als die Lager-Ausräumungs-Hater. Das wird keinen Sinn machen. Noch dazu macht es gar keinen Sinn, dass die Switch, die ja praktisch als Heimkonsole und Handheld gleichzeitig benutzbar ist, dass Rainer die eingelagert hätte. Wir alle wissen, seine Lieblingsspiele sind Nintendo-Spiele. Ja, Selat und dergleichen. Er hat einen harten, immer wenn er an irgendwelche Nintendo-Geschichten denkt. Also, metaphorisch, ihr wisst, wovon ich rede. Richtig hart wird da, glaube ich, nichts mehr. Und es macht keinen Sinn, dass ein Reini dann die Switch, die du als Handheld für unterwegs nehmen kannst, einlagern würde. Kompletter Schmarrn. Die würde er schon brav mitnehmen, weil auf der will er ja daddeln. Ja? Hier, Selat muss gespielt werden. Dass man sich wieder von irgendwelche Barren gekauft hat, die man im Internet erbettelt hat, anstatt von den im Internet erbettelten Barren vielleicht, ich weiß nicht, eine Krankenversicherung zu bezahlen oder dergleichen. Damit nicht irgendwann wieder diese blöden Hater von der Versicherung vor der Haustür stehen und sagen, Herr Wingel, es gibt eine Pflicht, sich kranken zu versichern in diesem Land und Sie schulden uns jetzt wieder 25.000 Euro. Ach ja. Aber als wir dann ja auch mit der Switch das aufgelöst haben, dass die in seinem Zimmer ja auf einmal rumstand und vermutlich der Freund der Polizei dann auch gesagt hat, dass die Hälfte von diesen gestohlenen Sachen aus seinem Lager die ganze Zeit bei ihm im Keller lagen, gab es dann eine Liste mit Gegenständen, die halt wohl wirklich im Lager. Und wir wissen das alle. Rainer hat überhaupt gar kein Problem damit, weder Versicherungen noch die Polizei noch das Gericht oder sonst irgendjemanden anzulügen. Also auch natürlich, Rainer lügt, wenn er das Maul aufmacht. Der Begriff Lügenlord hat sich nicht umsonst so gut etabliert, aber es ist ja mehrfach nachgewiesen worden, auch bei seinen Verhandlungen, wo er immer noch versucht hat, bei der Verhandlung irgendwelchen hanebüchenden Scheißdreck zu verzapfen und dann aber vom Gericht damit konfrontiert wurde, dass er gelogen hat. Ja, kommen dann Sachen raus, ja, sie haben aber bei der Polizei diese und jene Aussage gemacht und dann mit Beweis, dass das nicht so war, wo er dann stellenweise sehr kleinlaut zugegeben hat, ja, kann sein, dass ich da vielleicht nicht die Wahrheit gesagt habe. Wow, Rainer, Quote sei, oder? Dass du vielleicht einmal nicht die Wahrheit gesagt hast. Die Untertreibung des Jahrhunderts. Gewesen sein sollen. Und das Interessante an dieser Liste ist nun, dass unser Reini den Wert schätzen musste dieser Gegenstände, damit man auf irgendeine Schadenssumme kommt. Und diese Liste mit den von Reini angegebenen Werten ist nun veröffentlicht worden. Und ganz ehrlich, das ganze Klump, was in diesem Lager drin ist, ihr kennt die, also auch vor der Lagerräumung, ihr kennt doch alle diese, weiß nicht mal auf welchem Sender das gelaufen ist. Ich habe seit Ewigkeiten kein lineares Fernsehen mehr geschaut, aber ihr kennt diese Lagerräumungs-Shows aus den USA, wo dann immer dieselben Kaschballen da zu irgendwelchen Lagerräumen fahren und dann können sie von draußen kurz reinschauen und danach wird die Scheiße versteigert. Ja, und dann finden sie da komischerweise immer irgendwas Großartiges drin, was überhaupt nicht gestaged ist. Wissen wir Bescheid. Solche Leute, wenn bei der Versteigerung des Inhalts von Reinis Lager dabei gewesen wären, die hätten da kurz reingeschaut, hätten gesagt, das ist nur Schrott, da biete ich nicht drauf. Fertig und weiter geht er. Alles, was da drin, vielleicht wäre der Play-Button denn noch ein bisschen was wert gewesen, weil man den halt wirklich nur kriegt, wenn man 100.000 Abonnenten auf YouTube hat. Und die meisten Leute ihren immer gerne behalten. Ne? Das ist jetzt was man vielleicht nicht jeden Tag sieht in so einem Lager. Vielleicht wäre der Play-Button noch irgendwie ein paar Mark wert gewesen. Aber was war denn ansonsten da drin? Ja, das Zelda-Schwert. Schauen wir doch mal gleich mal nach. Ja, ich suche es euch raus. Eine Sekunde. Ich habe jetzt mal kurz gegoogelt. 170 € oder sowas habe ich irgendwo gesehen, wenn es das ist.
Es gab da 1000 verschiedene Zelda Master Schwerter und die wollten mir jetzt nicht ewig drauf aufhalten, aber geben wir ihm mal 170, 180 Euro dafür. Ja, für Zelda Master Schwert. Und dann vielleicht noch, come on, rechnen wir hoch und sagen nochmal 200 Euro für den Playbutton. Ne? Und dann runden wir das Ganze auf 400 Euro auf. Wird da trotzdem keiner wahrscheinlich bieten für die Scheiße, weil du den ganzen restlichen Dreck entsorgen musst. Und da sind die Luans drin, die Popcornmaschine und der ganze andere Krampf. Weil wir wissen ja, die wertvollen Sachen, die hat sich ja der Frankengamer schon unter den Nagel gerissen. Der PC mit der neuen Grafikkarte und den ganzen Krampf. Ja, das hat der Frankengamer sich alles schon rausgeholt. Das heißt im Endeffekt, wenn wir ihm ganz viel geben, so, dann kriegt er 400 Euro dafür, von dem, was da drin ist. Und wir wissen alle, wie schnell 400 Euro bei Reini wieder im Gully sind. Vor allem mit dem P-Konto. Die schauen wir uns mal ganz kurz durch. Ganz wichtig, wie wir hier auch oben... Zelda-Schwert aus Metall, 250 Euro. Ich glaube, dass du mich verarschen willst. Ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe es gegoogelt. Wenn es wirklich das ist, kriegst du das für 170 Euro. Sehen können auf der rechten Seite. Es geht hier um den Zeitwert, nicht den neuen. Shrek-Maske. 50 Euro. Ich klapp mir voll der Ei aus der Hose. Reini, was hast du für schlechtes Gras geraucht an dem Tag? Was ist los? Das 50 Euro für die Shrek-Maske. Lucky Dragon Force, die hat neu vielleicht einmal 10 Euro kostet. Neu, aber nicht in dem Zustand. Wahrscheinlich Stockflecken bis dort hinaus, weil sie halt ewig in der Schanze gehangen hat. Und in dem Lager ist die auch nicht besser geworden. Der alte, ranzlige, gebrauchte Dragon Force Flagge. Für die kriegst du vielleicht nur 2 Euro. Also Wert gegen 0. Eine benutzte Shrek-Maske, und wir alle kennen diese Shrek-Maske, das ist dieses Billig-Plastik. Die kriegst du für 5 Euro Maximum, kriegst du die, wenn es auf Fasching oder auf Halloween zugeht. Da schauen wir gleich nochmal nach. Ich habe jetzt eine gefunden, 15 Euro. 15 Euro Shrek-Maske. Aber neu. Ne? Neu. Getragen vom Wingel. Ich weiß nicht wie alt, so wie er mit seinen Sachen umgeht, in dem Zustand, in dem sie ist, 0. Ne? Wert, sondern den Zeitwert, was die aktuell jetzt noch wert sind. Nachdem die ein paar Monate oder wahrscheinlich 1,5 Jahre in diesem Lager standen und vor sich hingegammelt haben. Aber wir gehen diese Sachen mal durch. Also wir haben da zuerst ein Zelda-Schwert für 250 Euro. Okay, glaube ich, ist ein bisschen zu hoch. Hätte da vielleicht einen Huni für angesetzt oder sowas als Zeitwert, aber okay. Ja, gesagt, Zeitwert Huni, ja. Neu kriegst du das für 170, Zeitwert, wie gesagt, wir wissen alle, wie er mit seinen Sachen umgegangen ist. Und vor allem auch dieses Schwert ist ja vollkommen wurscht, was. Er ist ja mit allem umgegangen, als wäre es einfach nichts wert, weil er nie den Wert begriffen hat von Geld, von der Zeit, die man braucht, um zu arbeiten, bis man sich so ein Ding kaufen kann. Ja? Das gebe ich ihm vielleicht noch. Dann kommt eine Flagge für einen Zehner, auch okay. Dann diese Shrek-Maske von ihm, also diese hier, ich blende euch das mal ein. Ihr erinnert euch sicher. Ein billiges Plastikteil, das neu keine 20 Euro auf Amazon kostet und natürlich nun in klammen und gammeligen Lagerräumen garantiert nicht viel mehr wert wird. Und was gibt unser Reini da an als Zeitwert? 50 Euro. Ja, na sicher, warum auch nicht? Also meiner Meinung nach, vielleicht ist es dann noch ein Zehntel davon wert, wenn überhaupt. Dann eine Schweißermaske, ja, keine Ahnung, was sowas wert ist, sagen wir mal okay. Aber dann halt auch diese Poster beim nächsten Punkt. 1150 Euro für 46 Poster mit Abbildung des Drachenlords. Wir kennen diese Poster. Ja? Es sind 46 Stück für 1150 Euro. Rainer, wovon träumst du nachts? Das ist doch wild. Das rechnen wir mal geschwind aus, oder?
Also 1150 geteilt durch 46. 25 Euro will der für ein. Ich weiß noch, Reini, zur Stromloszeit, ne? Zur Stromloszeit hat es die irgendwie für 8 Euro gegeben. Und Autogramm war umsonst, oder? 1.150 Euro für 46 Poster. Das ist schon ein hartes Stück. Er legt sich diesen Müll da ins Lager, den niemand haben will, und gibt dann bei der Versicherung und der Polizei an, dass die über 1.000 Euro wert Leute, schaust schon mal auf Platz Nummer 7. waren. Oh Mann, ja, dann kommt noch ein Schwert, okay, das kann auch hinkommen. Und dann der schwarze Luan oder irgendein anderer von seiner Sammlung, ich weiß ja nicht, welcher damit gemeint ist, aber 20 Euro. Das ist Bullshit. Rainer, benutztes Sexspielzeug ist in dem Moment, in dem du es benutzt hast, wertlos. Das ist ein Hygieneartikel, Rainer. Ne? Du müsstest wissen, dass diese Dinger dann auch in so eingeschweißten Beuteln kommen, mit einem Siegel drauf, so dass du es auch nicht mehr zurückgeben kannst, wenn das einmal ausgepackt ist, weil das ein Hygieneartikel ist. Weil das sind Dinge, wie du sicher weißt, die sich die Menschen in diverse Körperöffnungen reinstecken und die niemand gebraucht haben will. Niemand kauft sich gebraucht bei eBay irgendwelche Dildos, weil er sich denkt, ist ein schlauer Fuchs und hat sich ein paar Mark gespart. Reiner Sexspielzeug ist in dem Moment, in dem es ausgepackt wird, vollkommen wertlos. Vor einem benutzten Plastikschwengel, der, wie wir ja mal gesehen haben, von diesem Lagerfoto auch schon Stockflecken an ihm dran hatte. Also ich hoffe zumindest, dass es Stockflecken waren und Oh wie nein, ich muss dich enttäuschen, das waren gewiss keine Stockflecken. Stockflecken sind meistens weiß, die Flecken an dem Ding waren nicht weiß. nicht von der letzten Benutzung noch kommt. Aber wie kommt er denn auf 20 Euro? Ich stelle mir immer so vor, wenn er mit diesen Sachen dann irgendwie alle auf den Flohmarkt gehen würde und sich dann dahin stellt, was wären die Leute dafür noch bereit zu zahlen? Also als Zeit. Richtig, ja. Zelda-Schwert auf dem Flohmarkt. Wenn er da nur einen 100er dafür kriegen würde, wäre es viel. Auf dem Flohmarkt kriegt er da vielleicht nur einen 50er oder 70 Euro, wenn er gut verhandeln kann. Die Dragon Force Flagge, da kriegt er auf dem Flohmarkt 1, 2 Euro dafür. Die Shrek-Maske, wenn sie überhaupt jemand kauft, auch maximal 5 Euro. Nicht einmal. Weißer Maske kann ich da nicht sagen, habe ich keine Ahnung, gar kein IQ drin. Die Poster. Er hat ja immer nur 46 Stück davon. Die hat er ja, ich weiß nicht wann, irgendwann drucken lassen, vor 300 Jahren, und hat sie immer noch nicht alle verkauft. Ja, die sind offensichtlich auf dem Markt nicht so sonderlich beliebt. Vor allem nicht, wenn da sein kreisliger Bims drum gedruckt ist. Ja, da kriegt er vielleicht pro Stück nur ein Fünfer. Ja, lass ein Fünfer sein. Ja, und keine Ahnung, rechnen wir mal mit 40 Poster. Ne? 4 mal 5 sind 20. Da kriegst du 230 Euro dafür. So, keiner. Das ist ein bisschen weit weg von den 1150, die du da dafür veranschlagt hast. In der aktuellen Verfassung von diesen Sachen. Das Samurai-Schwert, solche komischen Schmuck-Samurai-Schwerter, vor allem in dem Zustand, in dem es wahrscheinlich ist, Flohmarkt 20. Dildo kauft kein Mensch. Ordner mit Finanzunterlagen. Absolut wertlos. Erstens einmal, wenn er einen Ordner für Finanzunterlagen anlegt, da könnt ihr euch vorstellen, wie fremde Leute Finanzunterlagen sind absolut wertlos. Eingerahmtes Bild mit Logo Drachenlord, 250 Euro, ja freilich. YouTube Silver Creator Award, das ist der Play-Button, dafür will er 2000 Euro haben. Ihr erinnert euch, ich habe ihm 200 gegeben. Das ist, glaube ich, wirklich das wertvollste Ding in dem ganzen Lager. Das hat er auch so eingeschätzt. Aber Rainer, da ist das Komma verrutscht um eine Stelle nach rechts. Ja? Versetzt das Komma in dem eins weiter nach links, gebe ich dir.
Jagdmesser, weiß ich nicht, 100 Euro. Glaube ich nicht. Ja. 20 vielleicht. Ja, da kommen wir wohl nicht ganz auf diese Preise. Nummer 8 ist dann irgendwie ein Ordner, okay. Dann ein eingerahmtes Bild mit dem Logo für 250 Euro. Genau, wieder dieser Gedanke, dieses kleine Bild von Ihnen mit seinem Logo da drauf. Wer zahlt dafür so viel Geld? Aber hey, immerhin haben wir nun erfahren, dass ein YouTube-Play-Button 2000 Euro wert ist. Ja, gut zu wissen, ich habe meinen ja noch. Dann geht es dann auch auf der zweiten Seite weiter. Irgendwelche Messer noch für 100 Euro, was ich auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Ein Tor-Plastikhammer für 50 Euro. Interessant finde ich dann aber, dass die Bilder von ihm aus der Schulzeit mit 5 Euro bewertet werden. Ja, auch vollkommen wertlos. 4 Kassetten, ich gehe jetzt durch, ohne dass ich Ofi jetzt weiter labern lasse. 4 Kassetten einer alten Kamera, das sind die Rudy-Tapes, 100 Euro, Rainer. Es sind alte, gebrauchte Camcorder, Kameras von so einem uralten Camcorder, der noch mit Kassetten lief. Der ist über 25 Jahre her ist. Ist gar nichts wert. 0. 4 Kassetten einer alten Kamera, 0 Euro. Flasche mit roter Flüssigkeit, Drachenblut. Drachenblut ist ein Kirschmet im Endeffekt. Ja, das ist Met mit Kirsche. 6,95 Euro gebe ich ihm. Wenn die ungeöffnet ist, ist sie das vielleicht wert. Der Greenscreen, das ist der grüner Lappen, den er sich da gekauft hat. Wir haben gesehen, wie der ausgeschaut hat, mit Flecken und allem drum und dran, ist der genau 0 Euro wert. Taschenlampe mit Laserpointer, 80 Euro. Rainer, diese Taschenlampe ist vielleicht 10 Euro auf dem Flohmarkt. Selbst erstelltes Kissen von Fans des Drachenlords, 20 Euro, ist auch 0 Euro wert, Rainer. Stofftier, das sind die kleinen Dinger, 10er, weiß ich nicht, gehen wir im Echo Dot, 60 Euro, Rainer, das kostet der neu. Fernglas, Zylinder, Zauberhut, 20 Euro. Poesiealbum des Geschädigten. Rainer, dein Poesiealbum ist auch null und wertlos. Konfirmandenbuch des Geschädigten auch wertlos. Camcorder Legira Mini, 200 Euro. Ja, genau. 200 Euro. Das schauen wir nochmal nach. Das möchte ich wissen. Schauen wir nach. Ich habe jetzt mal geschaut, neue von diesen Camcordern, also die neuen Modelle, können schon ins Geld gehen. Das alte Klump kriegt schon 40er. 4 alte Kassetten einer 200 will er dafür haben. Noch ein anderer Camcorder, 20 Euro, weiß nicht, Navigationssystem. Kein Schwein kauft ein Navi. 70 Euro für ein Navi. Im Leben nicht, Rainer. Kein Schwein kauft ein Navi, jeder von uns hat ein Handy. Benutzt das mit Google Maps als Navigationssystem. Fertig. Navigationsgeräte waren früher mal echt wertvoll. Ich weiß noch, da hat es ganz viele Leute gegeben, die bei denen irgendwie die Autoscheiben eingeschmissen worden sind, weil sie das Navi irgendwie an der Scheibe haben hängen lassen und Navis echt gut gegangen sind. Ne, geklaute Navis hast einen Haufen Kohle mitmachen können. Heutzutage kein Schwein kauft sich mehr ein Navi. Navis sind raus. Das ist wie wenn es da, keine Ahnung, eine elektrische Schreibmaschine oder sowas verkaufen willst. Kein Mensch braucht das mehr, seitdem es Computer gibt. Ja, das ist alles uralter Horse-Shit. Mist aber auch. Naja gut, diese Liste wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, denn die fand ich schon sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, wenn ein Mann mit diesem Zahlenverständnis hier... Dreistellig ist doch im Normalfall, ist doch im Normalfall Tausender-Bereich, oder? Oder ist das Hunderter-Bereich? Weil, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das gerechnet wird. Einstelliger Bereich sind doch so 10 bis 20, oder? Ja, Rainer, das ist ein Klassiker auch. Das war, glaube ich, kurz vorm Auszug. Dreistellig ist Tausender-Bereich. Einstellig ist 10, 20. Rainer, zähl mal, wie viele Nummern in einer 10 drin sind. Das ist eine 1 und eine 0. Also es ist 2. Oder wird es immer nach dem Ding, na, wohl andererseits einstelliger Bereich müsste 1 bis 90 sein, ne? Bis 19, ne? Einstelliger Bereich ist 1 bis 19. Richtig, Rainer. Nicht 0 bis 9. 0 bis 9. Könnte es auch sein, oder? Und zweistellig ist dann 90. Aber sechsstellig ist doch eigentlich eine Million.
Nein, Rainer, 6 Nullen ist 1 Million. Ne? Aber da kommt ja noch eine 1 davor, weil du einfach nur 6 Nullen ohne die 1 hast. Dann ist es nämlich 0. Da kannst du so viele Nullen hinschreiben, wie du lustig bist. Es bleibt 0. Weil sechsstellig, oder sind es dann siebenstellig? 6 Stelle hinter dem ersten Buchstaben. 6 Stellen hinter dem ersten Buchstaben. Meint, bewerten zu können, was seine Sachen im Lager noch so wert sind. Mhm. Dass da natürlich nur Murks bei rumkommt, ja, das hätten wir uns, glaube ich, auch alle denken können. Aber nun gut, das erstmal zu dieser Geschichte und lass uns jetzt mal zum Indigo-Bärchen kommen. Denn da geht es jetzt erstmal weiter mit der neuen Aufnahme und die hören wir uns natürlich zusammen an. Und ich hoffe, ihr seid gerade nicht am Essen, denn es geht gleich mit einer Szene los. Ja, ich sage euch mal, lasst das Essen mal lieber stehen. Leute, es geht schon wieder gut los. Ab hier werde ich jetzt übrigens wieder immer dann zu den entsprechenden Leaks vorspulen. Ne? Wie gesagt, wenn ihr die Kommentare von Ofi hören wollt, geht zu Ofis Kanal, schaut es euch da nochmal an. Aber das haben sehr viele von euch schon getan. Diese Videos sind sehr gut gelaufen bei Ofi. Ne? Der hat da sehr, 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 sehr viele Klicks drauf gemacht. Denn mir ist da schon ein bisschen schlecht bei geworden. Wir legen mal los mit diesem Thema, dass Reini sich über medizinische Fragen hier äußert. Los geht's. Der Medizinlord, Dr. Achi spricht. Einwandfrei. Bin dabei. Also du hast im Moment Fußpilz? Ja, komm, erst nochmal fragen, was Reini dazu sagt, sonst laber ich mich jetzt hier puzzelig. Vermutlich. Ja, das heißt. Das ist ja weiter schlimm, weil es nicht gefährlich ist in dem Sinne. Ja, ne, Fußpilz kann sich jeder mal einfangen, ne? Besonders, wenn man über Wochen und Monate in Birkenstock-Schlappen durch die Gegend gewongelt ist, weil man so viel Wasser in die aufgeschwollenen Elefantenstampfer neigefressen hat, dass man in keinen normalen Schuh mehr reinpasst. So, das ganz ehrlich, 100 Pro, bei diesen Aktionen Zarenstein, wo er da gestanden, wir haben ihn da alle gesehen, dass er jetzt oft auch irgendwie barfuß rumgelaufen. Da hat er sich den Fußpilz geholt, 100%ig. Entweder das oder in irgendeinem von den Hotels, als es dann ein bisschen zu den Budget-Hotels kam, zu den günstigeren Hotels. Oder es kann natürlich auch sein, dass einfach kurz bevor Rainer da eingezogen ist bei Uwe, in dem Zimmer irgendjemand war, der massiv Fußpilz hatte und da die Sporen verteilt hat. Und da hat er sich dann da eingefangen. Aber man weiß es nicht. Wenn man dagegen was macht. Aber Weil normalerweise der normale 0815 Mensch, der sich Fußpilz irgendwo einfängt, der kriegt das, wenn er im Schwimmbad war, ne, ist die häufigste, ich glaube, der häufigste Ort im Schwimmbad, sich Fußpilz einzufangen. Oder vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in der öffentlichen Dusche auf einem Festival oder sowas. Ja, da kann ich mir vorstellen, da kriegst du beide mal einen Fußpilz, wenn es nicht mit Schlappen reingehst oder sonst was. Aber da war ja Rainer überall seit Jahren nicht mehr. Also muss Rainer sich diesen Fußpilz irgendwo anders geholt haben. Wie gesagt, ich tippe auf die Area vorm Nürnberger Hauptbahnhof, wo er da barfuß umeinander gewongelt ist. Der ganz heißer Tipp. Oder halt, wie gesagt, im Zimmer bei Uwe oder in irgendeiner anderen vorherigen Unterkunft von denen, die er nehmen musste, weil aus Budgetgründen einfach, ne? Und aus Gründen dessen, dass er bei vielen Hotels, namhaften Hotels, wo Sauberkeit herrscht, halt auf der schwarzen Liste steht. soll es vielleicht in Socken hier im Zimmer rumlaufen? Oh Mann. Ach ja. Ey, dass die da nicht schon super spitz geworden ist und dann gleich wieder zu ihm gefahren ist. Ja. Oh, ich muss dann in Socken da rumlaufen. Ja, Rainer, und was? Dann muss ich Badeschlappen mitnehmen, wenn sie bei dir duschen will? Und du willst ja, dass sie mit dir in einem Bett schläft, auch noch. Ja, es wird dann irgendwann schwierig, Rainer. Du hast jetzt da nicht so die riesengroße Bude. Wahrscheinlich ist da schon alles irgendwie mit
Also die kann da, glaube ich, 3 Sockenpaare übereinander anziehen. Ich glaube, die würde sich da trotzdem Fußpilz holen bei dir in der Butze. Könnte nämlich dadurch sein, dass es sich ansteckt. Und ich sollte vielleicht eine Socke anziehen an dem Fuß. Eine Socke an dem Fuß zieht er sich an, der großartige Lord, Alter. Ja, du sollst vielleicht immer 2 Socken anhaben, also an jedem Fuß eine mindestens, vielleicht sogar 2 Paar übereinander, ein dünnes und ein dickes Paar, während du dich dann behandelst mit, es gibt Salben oder Sprays oder dergleichen. Aber nee, er zieht sich dann an einem Fuß, zieht er sich eine Socke an, so das ist sein Commitment. Rainer, höchstwahrscheinlich, wenn du an einem Fuß Fußpilz hast, hast du ihn wahrscheinlich an beiden Füßen. Weil du ja mit diesen beiden Füßen in die Dusche gehst. Und dann hupft der Fußpilz einmal ganz schnell von einem auf den anderen Fuß. Und das wird begünstigt von so Dingen wie, wenn man sich nach dem Duschen die Füße nicht anständig abtrocknet. Ne? Also mit dem Handtuch zwischen die Zehen geht, damit sich da keine Feuchtigkeit sammeln kann. Und wir wissen alle, Rainer kommt einfach mit der Hand nimmer an seine Füße dran. Oder nur noch unter sehr, sehr, sehr großen Anstrengungen. Deswegen will er sich ja nur einen Socken anziehen, weil 2 Socken anziehen ist schon wieder Hater, weil es harte Arbeit. Weil es halt einfach, weil er sich nicht mehr so weit nach vorne bücken kann, auch im Sitze nicht, dass er anständig an seine Füße drankommt. Und wir wissen das, weil wir sie gesehen haben, als er in diesen Birkenstock-Schlappen da ins Nürnberger Gericht reingewongelt ist und diese tiefgelben, 3 Zentimeter langen Ogerkrallen da unten rausgeschaut haben. Die haben da nicht deswegen unten rausgeschaut, weil die so schnell wachsen oder aus welchen Gründen auch immer, sondern einfach, weil er da mit der Hand nicht mehr drankommt an seine Füße. Er kommt nicht mehr an die Füße dran, deswegen zieht er auch keine normalen Schuhe mehr an. Der passt da nicht rein und er kann sich auch nicht binden. Er kommt mit der Hand nicht mehr an die Füße, er kommt auch nicht mehr an den Arsch, um ihn sich abwischen zu können. Weil er sich behindert gefressen hat. Ja, ich komme ehrlich gesagt nicht drauf klar, wirklich. Mich schüttelt's da auch ein wenig, wenn ich so das mir anhöre. Komm in dieses Zimmer, die da rumliegen und dann kommt er, sagen sollte, abturnen und man kann, ich wollte Das Schlimme ist, vielleicht noch was essen, aber wir hören das mal weiter. das ist nicht, wie gesagt, weil das schlimm, das kann man mit einer Salbe beheben. Innerhalb von 2, 3 Tagen. Das Problem ist nur, ich habe Reini, wenn du Fußpilz mit einer Salbe behandelst, 2, 3 Wochen. Ne? 2, 3 Wochen. Fußpilz ist sehr hartnäckig. 2, 3 Wochen musst du es behandeln. Ansonsten hilft das überhaupt gar nichts. halt die Salbe nicht. Muss ich mir Ja, auch das, ganz ehrlich, Internet, Apotheke, da findest du sogar die günstigsten Salben und dann stellst du halt, die kosten 10er oder so. erst irgendwie besorgen. Das ist ja das, vielleicht hat er das jetzt hier so angeschnitten, dass das Bärchen ihm dann auch noch die Fußpilzsalbe mitbringt. Wenn sie eh schon unterwegs ist, Zucker kaufen und Einkäufe und am Bahnhof nur beim Bäcker was mitnehmen, dann kann sie gleich, ist ja normalerweise am Bahnhof irgendwo eine Apotheke, und dann soll sie da auch gleich noch reinmeddeln und ihm gleich noch seine Fußpilzsalbe auch noch mitbringen. Wahrscheinlich. Kann auch sein, dass es was ganz anderes ist. Ich weiß es nicht. Möglich wäre es, bin mir aber nicht sicher. Also es hat nichts mit mangelnder Hygiene zu tun, wie gesagt. Sagen wir mal, Fußpilz muss nichts mit mangelnder Hygiene zu tun haben. Ne? Also du kannst ja auf ganz dumme Art und Weise irgendwann Fußpilz, wie gesagt, im öffentlichen Schwimmbad oder sonst irgendwas einfangen. Dafür, das ist jetzt kein Anzeichen dafür, dass die Person mangelnde Hygiene pflegt. Das Problem ist natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du dir den Fußpilz einfängst, natürlich höher wird, wenn du mangelnde Hygiene hast. Und wir wissen, dass Rainer kein hygienischer Mensch ist. Rainer pflegt keine gute Hygiene. Das ist Traumopfer für den Fußpilz. Und es ist jetzt auch nicht unangenehm vom Gefühl her oder so, oder vom Geruch oder irgendwas. Es ist halt, Das bezweifle ich, Rainer. Wenn es vom Gefühl und vom Geruch nicht unangenehm ist, wie kommst du dann drauf, dass du Fußpilz hast? Weil normalerweise riechen die Füße dann strenger und es juckt. Ne?
halt nur ein bisschen doof, weil ich will dich halt nicht anstecken, ne? Es kann auch, wie gesagt, einfach irgendwas anderes sein, ich weiß nicht. Nee, aber wie gesagt, es riecht nicht. Es hat auch sonst keine weiteren Anzeichen, aber es hatte zwischendurch mal extrem gejuckt, ein paar Mal. Und ich bin gestern nur auf die Idee gekommen, dass es vielleicht daran liegen könnte. Ich bin mir aber nicht sicher. Es ist aber, wie gesagt, nicht weiter schlimm, weil man relativ leicht was dagegen machen kann. Aber ich wollte dir das vorher sagen, dass die Möglichkeit besteht, weil ich weiß es halt auch einfach nicht, ob das so ist oder nicht. Ich würde natürlich auch verstehen, wenn du erst später kommen willst, wenn ich das irgendwie geklärt habe, aber das Problem daran ist auch, dass sie, wie gesagt, auch in den Teppichen festsetzen, dass das so gut wie schwierig weg ist. Heißt aber halt nicht, dass du dich wirklich ansteckst oder so. Ja, Rainer, wenn du deine Füße mit der Salbe behandelst und die dann immer schön in dicke Socken eingewickelt, damit du die Scheiße nicht weiter verbreitest, und dann macht es natürlich auch Sinn, den Teppich und den Teppich mal mit einem entsprechenden desinfizierenden, auch schimmeltötenden Reiniger zu reinigen. So Sprays in die Schuhe und die Socken mit so einem Hygienespüler reinigen, waschen. Auch im Badezimmer vielleicht ein bisschen durch die Dusche und über den Boden vielleicht einmal mit Chlorreiniger gehen. Solche Sachen, das macht schon Sinn. Und man kann auch mit übertriebener Hygiene dann auch dagegen was unternehmen. Das heißt, wenn man sich viel Füße wäscht oder sowas, kann man dagegen auch leichter vorgehen. Ja, wie gesagt, du kannst ja bei Fußpilz so oft die Füße waschen, wie du lustig bist. Das hilft überhaupt nichts. Du brauchst du brauchst diese Salbe oder dieses Spray oder dergleichen. Wenn es zu krass wird, es gibt auch Leute, die das zu lange irgendwie ignoriert haben, die müssen dann auch Tabletten nehmen. Und auch die musst du wochenlang nehmen. Also ich bin ja kein Arzt und ich kenne... Im Gegensatz zu Reini. Ja, Dr. Ache ist am Stissel. Sagen wir mal. Also mal. Ich habe irgendwie gerade Bock auf was Käsiges. Ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt. Und wir hören mal weiter. Das ist gar nicht, das ausbricht. Das ist, wie gesagt, sehr unangenehm jetzt halt, aber ich weiß jetzt halt auch nicht. Ich hätte natürlich auch was schweigen können, aber das ist natürlich nicht meine Absicht. Mir persönlich ist es auch unangenehm. Jetzt will er wieder Lob und Anerkennung haben. Ja, ich hätte es verschweigen können, aber ich habe es dir gesagt. Hier bitte. Ich will jetzt hier Lob und Anerkennung, dass ich dich nicht hier einfach herkommen lasse, ohne dir vorher zu sagen, dass ich irgendwie die kompletten 20 Quadratmeter, in denen ich da hause, irgendwie mit Fußpilz kontaminiert habe. Und ganz ehrlich, ein Fußpilz, der sich an Rainer dran macht, ne, dem graut's auch vor gar nichts. Das ist wahrscheinlich irgend so ein russischer Atomfußpilz oder sowas. Den kriegst du wahrscheinlich überhaupt nicht mehr los. Auch wenn ich eigentlich nicht viel davon mitbekomme. Was machst du? Okay, ich werd mir mal einen Kaffee machen eben. Bis gleich. Rainer, du machst dir keinen Kaffee. Du machst dir keinen Kaffee. Du färbst Zuckerwasser braun. Bin wieder da. Ich würde mir nachher auch gerne was zu essen machen. Oder vielleicht was bestellen. Am liebsten, ich habe eigentlich einen Gutschein, den ich eigentlich für uns beide gedacht habe heute Abend. Ja, Rainer, dann schür dir doch heute noch Nudeln mit Fix ins Gesichtsarschloch rein und spart diesen Gutschein dann wenigstens auf, bis das Bärchen kommt, damit du dir irgendwas bieten kannst. Ja, eigentlich wäre das so, aber ich fresse jetzt den Gutschein selber zusammen, weil du kommst, da bringst ja Geld mit. Da kannst ja du mich aushalten, wenn du wieder da bist. Ja, ich habe auch was hier zu essen. Aber ich hätte halt heute Abend gerne einen Döner bestellt. Kann auch auf morgen warten. Wenn ich heute Abend dafür eine Belohnung, wenn ich morgen Abend dafür eine Belohnung kriege, ja. Es ist unfassbar. Ich fresse jetzt den Gutschein, den ich habe, nicht weg. Ja, also damit du dann auch was zu fressen hast, wenn du hier bist. Aber ich möchte dafür, dass ich dich hierher einlade und dafür sorge, dass dann tatsächlich was zu fressen im Haus ist, möchte ich körperliche Zuneigung als Gegenleistung haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Du bist ein richtiger Kavalier. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum der Mann 35 und immer noch ungebimst ist. Ja, dann kann ich auch bis morgen warten.
Weißt du schon, wann du ankommst? 13 Niemals, Rainer. Niemals. Uhr mit Sicherheit nicht, wenn dann 14 Uhr. Außer du kannst mit dem Ruftaxi herfahren, weil der Bus hierher fährt nämlich nur alle 2 Stunden. Und das wäre um 12 oder um 14 Uhr. 13:59 Uhr. Achso, aber in Zobis dann, nicht Bahnhof in Plauen. Naja, dann wird Zeit, dass ich dich endlich mal ordentlich durchknutsche. Oh, Reini. Vor allem hat er sich noch gebremst durch Knutsche. Ich weiß nicht, ob durchknutschen ein Wort ist, aber er hat was anderes gemeint. Ne? Er hat definitiv was anderes gemeint. Und dann ist ihm gekommen, ja, Moment, die steht nicht so drauf, wenn man hier so Vollgas gibt. Wenn er sich keinen Döner so kaufen kann, ja, darauf kommt er dann aber leider nicht. Fränkisches bzw. Bayerisches so eine merkwürdige Sprache. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe damals dieses Video so nebenher, neben dem Zocken irgendwie laufen lassen, als das rausgekommen ist. Jetzt geht diese ganze Geschichte los mit seinem Dialekt. Und ich weiß es ja selber, wenn man so auf Knopfdruck Dialekt reden soll, da steht man auch oft da irgendwie mit dem roten Schwanz in der Hand und weiß nicht genau, was man machen oder sagen soll. Die Sache ist halt, Reini kann nicht einmal seinen eigenen Dialekt sprechen. Ich glaube, er bei den ganzen Sachen, er findet einfach irgendwelche Worte. Ich kenne genügend Leute aus Franken, stellenweise Leute, die gar nicht so weit von Neustadt, die gar nicht so weit von Neustadt selber aufgewachsen sind und keiner redet so fränkisch wie er. Kannst du denn auch richtig bayerisch reden? Also erst einmal, Franken können generell nicht bayerisch reden, die reden fränkisch. Ne? What? Na, klar kann ich reden. Glaubst du, ich kann nicht mal eine Landessprache sprechen oder was? Kompletter Schmarrn. Ne? Das ist kein Dialekt dieser Welt, was er da gerade gelabert hat. Ja, also immer ehrlich. Glaubst du, die habt da nicht so viel im Kopf oder was? Da nicht Matsch in der Birne. Was nicht, Rainer? Können wir drüber reden. Bei uns darf man sagen, du bist ein wenig auf der Brennsuppen dahergeschwommen. Ja, wenn du glaubst, ich kann nicht mal heute eine Landessprache sprechen, was ist mit dir? Ja, du hast jetzt denselben Satz irgendwie 3-mal gesagt und er hat sie nicht weniger deppert angehört, aber beim zweiten und beim dritten Mal nicht. Das ist ja nicht der Ernst. Freilich kann ich das. Hey, ich bin über 30 Jahre in meinem kleinen Kackkaff gewesen, ja. Da kann ich auch das Gleiche reden. Also, kannst du denn deine Landessprache? Also, boah, das ist ja fast eine Beleidigung gewesen. Ja, Rainer, na ist es nicht. Ne? Aber ich kann ein paar Beleidigungen auf Bayerisch einmal hier schmettern. Aber jetzt, ich hoffe ja immer nur, dass ihn irgendwann einmal trifft. Einfach, ich wollte mal ein paar Fragen einmal stellen. Ich habe ihn leider Gottes, wie gesagt, letztes Jahr im Juni habe ich ihn knapp verpasst, weil er nach Avignon gemeldet ist. Aber ich hätte ihn schon gerne mal gefragt, so ein paar, wie er so alles in seinen Augen Krebs verdient hat zum Beispiel. Das ist eine Sache, die brennt mir ziemlich auf der Seele. Die würde ich ihm gerne mal fragen. Und auf die Antwort bin ich auch gespannt und auf meine Reaktion diesbezüglich auch. Kannst du denn bayerisch reden? Das ist ja schon fast eine Beleidigung. Ich kann das nicht bewusst abrufen, aber ich verstehe es. Und wenn ich mit jemandem rede, kann ich das auch sprechen. Aber ich kann es jetzt nicht so bewusst abrufen. Aber ja, ich kann das. Die Sache ist für mich ist das dann noch Die Sache ist die, letzten Endes, bla normale bla bla. Sprache, weil ich damit aufgewachsen bin. Ich habe mir das Hochdeutsch angewöhnt und ich Ganz ehrlich, wenn er mal fränkelt hier mit seinem Edzardler und dem ganzen Ding, meistens nur, wenn er wieder irgendwelche hanebüchenen Lügengeschichten erzählt. Und dann sind es meistens eben die Sachen, wo dann mal so Fettzahl tatsächlich irgendwie fränkisch durchkommt bei ihm. Also ich will es ihm nicht hundertprozentig absprechen. Aber ganz ehrlich, wenn man wirklich auch regelmäßig irgendwie im Alltag seinen Dialekt spricht, dann kann man das abrufen. Ne? Man kommt sich ein wenig dumm dabei vor, aber man kann das auch abrufen. spreche eigentlich fast nur Hochdeutsch.
Ne? Zum Beispiel hat mir das auch gerade gut gemerkt, weil eigentlich dürfte ich nicht sprechen sagen, sondern ich müsste eigentlich sagen labern. Labern. Nicht sprechen, sondern labern. Das ist gleich. So ein Schmarren. So ein Schmarren. Leute, wenn die Leute von euch, die aus Franken kommen, bitte sagt's mir mal, labern ist doch kein typisch fränkisches Wort. Das hat's doch überall, oder? Labern ist doch also komplett im deutschsprachigen Raum überall verbreitetes Wort. Ich weiß nicht, schwätzen. Ich glaube, schwätzen ist, ja, ist viel bei den Schwaben, oder? Schwätzen. Aber ich glaube auch in Franken. Ne? Ich weiß nicht, bei uns in Bayern sagt man, red nicht so blöd daher. Zum Beispiel. Es gibt andere Gegenden, da heißt es irgendwie laber nicht. Aber Gleiche Wort, nur andere, oder die gleiche Bedeutung, nur ein anderes Wort. Und das ist das Problem bei mir. Ich habe da auch mir das so stark abgewöhnt. ja, Rainer, na. Ich weiß nicht, wenn man tatsächlich, du bist ja angeblich auch so ein Lokalpatriot, ne? Du mit deinem Fränkisch hier, Fränkisch da, du wirst ja nie müde, das irgendwo auf den Tisch zu klatschen, was du nicht für, ne, hier die Franken hier, er ist schon sehr stolz. Er hatte diese Fahne auch im Hintergrund gehabt. Und wenn du das tatsächlich kannst, dann kannst du es auch abrufen. Ja, was sagt normalerweise, was laberst du? Ne, was willst du jetzt von mir, was willst du denn jetzt labert? Was laberst du mich jetzt zu? Das ist Fränkisch, Bayerisch. Aber wie gesagt, ich kann es auch nicht ich kann es nicht bewusst abrufen. So ein bisschen geht's. Aber wenn du mich mal richtig Fränkisch reden hören willst, dann lass uns mal äh, zusammen nach Miskirchen. Im Skürchen. Ja, ich glaube auch nicht, dass das im Skürchen, dieses Ü, was er da immer reinhaut, ich glaube auch nicht, dass das wirklich fränkisch ist. Lass uns mal zusammen nach Miskirchen zum Bäcker und mich da mit jemandem reden, der auch Fränkisch redet. Die Julia, meine damalige erste Freundin, mit der ich zusammen war, die hat mir damals vorgeworfen, als mein Kumpel zu Besuch war bei uns. Und seine erste Freundin und Agumbel. Ja, das sind schon mal die ersten Bausteine fürs nächste Lügengebilde, was er gerade wieder zusammenschustert. Ja, ich höre schon wieder den Lulu-Train nach Bullshit-Town. Ne? Zusammen in der Küche gekocht und Kaffee getrunken haben. Ganz genau. Leute, ihr könnt es euch vorstellen, oder? Ihr könnt's. Rainer hat seine Freundin zu Besuch gehabt. Und Agumbel, ja, der auch ihr Metal-Franke ist, war auch nur da. Und dann sind sie bei ihm in der Küche bei Kaffee und Kuchen dort gesessen. Wie bei irgendwelche Leute in die 80er Jahre. Ganz genau so ist. Und dann hat er da umeinander gefränkelt. Genau so ist es passiert. Hat sie mir noch vorgeworfen, als er gegangen ist, dass sie mich gar nicht verstanden hat. Weil die ist aus Berlin gewesen. Und die hat sich dann da ein paar Stunden nebenhin gehockt, während ihr euch beim Kaffee im tiefst Fränkischen irgendwie unterhalten habt. Und hat sie gedacht, ich verstehe zwar kein Wort, aber ich lasse die jetzt einfach mal reden. Ne? Und danach, wenn dann der Gumbel weg ist, dann sage ich im Übrigen, ich habe kein Wort verstanden von dem, wo sie euch unterhalten hat. Aber ich bin ein schönes, braves Mäuschen gewesen, was sie nebenhin hockt und schön brav die Fresse gehalten hat. Weil sich Rainer das nämlich so vorstellt. Ne? Rainer stellt sich das Leben in einer festen Beziehung so vor, dann hat er da sein Heimchen am Herd, ja, und die darf dann vielleicht gnädigerweise nur daneben hocken, aber die hat ganz gewaltig die Fresse zu halten, wenn sie die Männer unterhalten. Und danach hat sie erst sich getraut, was zum Sagen, weil, wie gesagt, wenn zwei Männer reden, dann hat die Frau die Schnauze zu halten in Rainers prähistorischem Frauen- und Menschenbild. Und danach hat sie das erst gesagt. Die hat es nicht irgendwann mal gedacht, hey,
seid ihr lappert? Ich verstehe kein einziges Wort von dem Ganzen, was ihr da verzapft. Ja? Entweder ihr redet in einer Sprache, die ich ja verstehen kann, oder ich mache irgendwas anders. Wie es jeder Mensch machen würde. Vielleicht nicht unbedingt in dem Ton. Aber, ja, sagen wir mal, es wäre tatsächlich eine Freundin von ihm, die sagt, hey, du Leute, könnt ihr vielleicht auf Hochdeutsch reden? Ich verstehe nichts. Er hat uns überhaupt nicht verstanden. Auch mich nicht, weil wir uns unterhalten haben. Die haben nur dumm geguckt. Ach ja, was soll man dazu noch sagen? Ja, nix. Ganz ehrlich, brauchst nichts dazu sagen. Ofi ist halt einfach hanebüchenst gelogen. Partner, wenn es über bayerische Dialekte oder fränkische Dialekte geht. Und ich habe das aber gar nicht gemerkt. Das hat sie erst gesagt, als wir ihn dann verabschiedet haben. Hat sie gesagt, worüber habt ihr jetzt eigentlich geredet? Ich habe gesagt, hey, wieso, ihr warst daneben gestanden? Ja, aber du hast die ganze Zeit Fränkisch geredet. Ich habe da keinen Ton verstanden bei euch zwei. Und für mich ist es... Und ganz ehrlich, Fränkisch ist jetzt auch, ich bin der Meinung, an den Grenzen des Landes sind die Dialekte immer am prägnantesten. Da kann man schon dann auch einmal, keine Ahnung, wenn du nach Norddeutschland gehst und irgendjemand labert mir auf Platt zu oder sowas, verstehe auch kein Wort. Ne? Je näher du an die Grenzen kommst irgendwo, dann da wird es schon schwierig, aber er wohnt ja relativ zentral, ja, im Inland. Und meiner Erfahrung nach, wenn man ein bisschen zuhört, ist Fränkisch jetzt nicht der schwierigste Dialekt, um mitzukommen, wenn man normales Hochdeutsch kann. Das kriegt man schon hin. Das ist absolut unverständlich, weil ich bin damit aufgewachsen. Für mich ist das ganz normal. Ich merke das gar nicht, wenn ich in meinen Slang, in mein Gelaber verfalle. Ich kann aber auch Berliner. Das kann ich auch. Warum nicht? Boah, ich krieg gleich Hasslatte. Warum hat sich der Berliner jetzt wie ein Kölner angehört? Ich kann auch Berliner. Berliner, das ist doch richtig geil. Da kann ich auch gut sprechen. Boah, ihr Cringe-Alarm! Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann Berliner Dialekt auch überhaupt. Ich war ein paar Mal in Berlin, aber ich mag den Berliner Dialekt. Ja. Sachen, die ich kann, das war das Nachtigall, ich höre der Trapsen. Solche Sachen. Ich mag den Berliner Dialekt wirklich sehr, sehr, sehr gerne, aber ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ich könnte den sprechen. Im Leben nicht. Junge, Junge, Junge. Was ist zum Beispiel ein Zieberler? Ein Zieberler. Ein kleines Küken. Ein Hutscheler. Bei uns ist ein Gickerl. Ne? Und der Bamberler. Also ein Hutscheler. Hutscheler ist ein kleines Schwein, also ein Frischling. Und der Bamberler ist eine kleine Kuh oder ein Kälbler. Was ist denn ein Quietscher? Ich habe keine Ahnung, das habe ich gerade erfunden. Oh, ja, Rainer, ich glaube, du hast mehrere von der ganzen Scheiße gerade erfunden. Ich glaube, du hast da ganz gewaltig viel aus dem Arschgebirge gezogen von dieser ganzen pseudo-fränkischen Scheiße, die du da gerade verzapft hast. Was ist denn ein Gecher? Ein Gecher ist ein Bräuler, also ein männliches Hühnchen. Ein Biebgecher ist sowas wie ein schreiendes Kind, ne? Also, Aber Leute, die Franken unter euch, verzeihen mir jetzt mal bitte, ob das tatsächlich so ist. Das hört sich für mich alles irgendwie nach irgendeiner erfundenen Kindersprache an, die der da gerade vom Stapel lasst. Ich bezweifle, dass das wirklich tatsächlich gängiges Fränkisch ist. gib mir mal Ruhe, nicht so wie ein Biebgecher so ungefähr. Das ist eher eine Umgangssprache. Ein Zwerchgecher ist im Prinzip sowas wie ein kleines Hühnchen, also ein kleines Hähnchen. Sagt man aber auch zu kleine Kinder. So im Sinne von, fühle mal jetzt auf, du Zwerchgecher. Fränkisch ist ein blödes Sprach, das stimmt schon. Und wie gesagt, ich habe das nicht so im Kopf. Für mich sind viele solcher Worte einfach normal und ich denke nicht drüber nach. Was ist denn ein Schneideiferler? Oder was ist ein Deiferler? Ein Teufel? Ja, fast. Ein Teufel ist der Teufel, also der Teufel. Und dann gibt es noch das Teiferler. Das Teiferler ist quasi ein kleiner Teufel. Der Schneidteiferler, das ist quasi so ein kleines Messer. Was ist denn der Fluppen? Eine Zigarette? Ja, Fluppe ist eine Zigarette, aber das ist
Das ist auch kein speziell fränkisches Wort. Ratte? Richtig. Auch sowas. Wenn er ein Und ein Deiperler, Reini. bisschen Ahnung hätte, dann wüsste er, dass Fluppen eine gängige Bezeichnung für Zigaretten sind. Das ist halt Allgemeinwissen, dass die auch in ganz vielen anderen Regionen so genannt werden in Deutschland. Was ist ein I? Wahrscheinlich ich. Ja. Wow, Rainer. Im bayerischen Raum sagt man I statt ich. Ja, das hat der Quiz nur überhaupt keiner mitgekriegt. In ganz Deutschland noch nicht. Wenn da irgendeiner aus Bayern ist, der dann I statt ich sagt, dann stehen sie alle da und schauen mit dem Ofen ins Gesicht. Keiner weiß, was der Mann meinen könnte. Ist ein komplettes Rätsel. Ja, moi. Fast wieder hören. Ja, moi, ist fast wieder heim. Nur siehst du, so schlecht ist das doch gar nicht. Ist doch gar nicht schwer, die Sprache. Verstehst du? Ja, bei dir hört sich schon schwer an. Und zwar ziemlich gekünstelt. Mir schon wieder Laber. Das kriegen wir hier. Du wirst schon merken, wie das geht. Ich bring dir schon rein, wie man labert in den Franken. Ist auch sinnvoll, wenn du das weißt. Schließlich willst du ja nach Franken ziehen. Nürnberg Ja, ich glaube, in Nürnberg kommt man auch ohne das Fränkeln relativ gut Schuss. ist ja mitten in Franken, ne? Das ist die inoffizielle Hauptstadt von Franken. Du wirst schon mitkriegen, wie man es sieht. Also ich bin Oh, Alter, das ist super cringe. Ganz ehrlich, ich war schon oft in Franken und noch nie habe ich mich mit irgendeinem Einheimischen unterhalten, der sich so deppert angehört hätte. Ne? Ein guter Freund, der wohnt inzwischen nimmer in Franken, der ist ausgewandert im hohen Norden. Grüße gehen raus, wenn du das siehst. Von dem weiß ich, der hat mir viel auf Fränkisch gelabert. Wie gesagt, der kommt aus einer Gegend gar nicht weit weg von da, wo Rainer irgendwie gekalbt wurde. Und der wird die Hände überm Kopf zusammenschlagen. echt kein Experte in Dialekten, aber mal bitte jemand, der korrekt sind. Das scheint mir bei ihm nämlich hier gerade sehr stark der Fall zu sein. Zumindest hört sich so an. Der hat sich gerade irgendwas ausdenkt. Der hat sich irgendwelche Begriffe aus dem Arsch gezogen. Ja, den Weil er nämlich gar nichts kann. Der kann nicht einmal seinen eigenen Scheiß-Dialekt sprechen. Scheiß habe ich mir abgewöhnt, weil die mir ja immer alle mit verarscht haben. Nee, ich konnte es schon nur, ich bin da nicht so blöd. Aber die ganzen Depperli da, die müssen die Fressen aufreißen und meinen, dass sie mir immer auf den Sack gehen können. Aber das haben sie sich ganz schön geschnitten. Geschnierten haben sie sich. Ja, genau so hört sich das an. Wenn die Leute geschnierten. Rainer, halt dein Maul. Rainer, halt einfach dein Maul. Ich kann deswegen trotzdem nur mal Sprache. Wenn ich Na, eben nicht. Eben nicht. Alter, das hört sich an. Ganz ehrlich, ich versuche mir auch ab und zu mal irgendwie, dass ich irgendwelche fremden Dialekte parodiere. Aber ich weiß, es ist für die Leute, die dann da tatsächlich den Dialekt sprechen, ist immer super cringe. Aber das hört sich jetzt wirklich so an, wie wenn irgendein nicht despektierlich gemeint, aber irgendein Norddeutscher versuchen würde, diesen Dialekt irgendwie nachzumachen und noch keine 5 Worte mit einem tatsächlichen Franken gewechselt hat davor. Es ist fürchterlich. mal die loslegt, da versteht sie mich keiner mehr. Was? Ja, du kannst da einfach dein Maul halten, Rainer. Wäre das eine Idee? Das einfach dein Mai halten. Auf den Trottel. So hätten sie mal Mana, die können dann mal ein paar aufs Maul kriegen. Früher haben wir die Leute einfach mal links, rechts fällen und dann warten beim Neikauen eher. Erstellen in den Watschenbaum. Also der Watschenbaum, der fällt entweder um oder du fangst Erschellen. Also das sind die Sachen, die ich kenne. Entweder der Watschenbaum fällt um oder du fangst Erschellen. Glaubst du nicht, dass die da irgendwie das hingekriegt hätten? Fällt der Watschenbaum öfter um? Da werde ich Ihnen eine reinhauen. Der Watschenbaum ist eine Umgangssprache für eine Horde von Schlägen, die sie dann kriegen. Weißt du, was witzig ist? Hier, das hier.
Ich würde jetzt gern sagen, also Watschen ist schon auch bei uns ein gängiger Begriff. Ich würde es schon gern auch nochmal sagen, wie man das sonst nur nennt bei uns, aber dann ist wieder böse. Darf ich wieder nicht sagen. Ist, ne? Fängt mit F an, ne? Und hört mit Otze auf. Otzen. Oha. Ich habe einen Wassermount. Hey, nicht schlecht. Ich habe auch ein. Ja, und ein Wasserbein, Rainer. 2 davon sogar. Da ist das jetzt Rainers neuer Euphemismus für seine Stampfer? Ist jetzt Wassermount. So. Nee. Ich bin nicht morbid adipös. Ich habe einfach hier 2 Wassermounts, die mir aus dem Unterleib rauswachsen. Ich habe eine Schildkröte. Ja, ich habe aber ein. Ich habe aber ein. Ich habe aber eine. Ja, du musst sie nicht immer übertrumpfen. Wenn sie sagt, ich habe eine Schildkröte, dann will sie vielleicht über die Schildkröte reden. Dann red mit dir über die scheiß Schildkröte, Rainer. Ein Ding. Ding. Seuch, Rainer. Ding. Schlaganfall lässt grüßen. Mit flexen will und dann das passende Wort nicht einfällt. Oder, mein lieber Reini? Ich werde mich jetzt mal verabschieden. Ich muss mal was essen. Ich habe Hunger. Ja, Gui ist den ganzen Tag nur nichts gegessen. Sagt er das jetzt gleich? Er hat es gerade angefangen. Ich habe heute den ganzen Tag nur nichts gegessen. An einem Tag, an dem er Quiz sich schon irgendwie 2.500 Kalorien geschürt hat davor. Den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ja, there we go. Rainer, ich lese dich wie ein Buch. Ne? Ein speckiges, greisliges, altes, ranzliges Buch, das bei irgendjemanden im Keller gelegen ist und schon leichte Stockflecken hat. Wann gehst denn du schlafen? Dann wird's mir das, Rainer. Ja, mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ich muss noch mit jemandem telefonieren nachher wegen was. Aber müsste eigentlich hinhauen, ja. Ich denke schon. Wenn es hinhaut, von mir aus können wir gerne nochmal reden. Ansonsten sind wir dann ja jetzt sowieso eine ganze Woche miteinander zusammen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, Rainer, da hast du dich umsonst gefreut, weil dazu ist es nicht mehr gekommen, dass sie eine ganze Woche bei dir gewesen wäre. Dann kann ich dich endlich mal ordentlich durchknuddeln und ordentlich mal durchknutzen. Und vielleicht auch mal ordentlich. Ich bin nur noch immer unschlüssig, was die Frage mit Kondom angeht. Nein, Rainer, da brauchst du nicht unschlüssig sein. Da brauchst du nicht unschlüssig sein. Die Frage stellt sich nicht. Weil ihr kennt euch nicht und dementsprechend ist das angesagt. Wenn man irgendwie in einer langjährigen Beziehung ist, in einer festen Beziehung ist, in einer monogamen und dementsprechend alle getestet sind und alle wissen, dass alles fein ist, dann kann man das gerne weglassen. Wenn der selbsternannte Lustlord, der ja nach eigener Aussage irgendwie es ganz wild schon getrieben hat in die letzten 10 Jahre, hüst, ja, wenn der auf Leute im Internet trifft, die er praktisch nicht kennt, dann ist Gummi angesagt. Aber es ist schon klar, Rainer mag keine Kondome. Erstens, weil er diesen Breeding-Fetisch hat. Zweitens, weil der Shrimp so klein ist. Ne? Der hat eh schon kaum was gespannt. Aber wenn du dann darüber noch ein Kondom ziehst, dann spürt er noch weniger. Und Rainer braucht deutlich mehr körperliche Anreize, also Reizeinwirkung, als andere Leute, weil er ja eh schon Potenzprobleme hat. Ist alles schwierig. Ja, wenn er mal sich mühsam da irgendwie eine halbsteife Erektion hingeschribbelt hat, will er nicht noch extra irgendwie an Pariser irgendwo rauskramen, weil in der Zeit, bis der den ausgepackt und versucht hat drüber zu stülpen, ist ihm die ganze Pracht schon wieder eingefallen wie ein Soufflé, das du zu früh aus dem Ofen geholt hast. Und noch dazu ist es natürlich so bei ihm, dadurch, dass der ganze Shrimp in diesem Fettberg drin ist, ne?
und du ja permanent die Fettschwarten auf die Seite drücken müsstest, damit überhaupt irgendwas passiert, wenn diese Schwarten einmal losgelassen werden, rutschen die natürlich vor, der Shrimp verschwindet wieder, der Maulwurf verschwindet im Bau und die Fettschwarten streifen dann den Pariser wieder runter. Das ist natürlich, es ist schwierig logistisch umzusetzen, wenn man eine Vierteltonne wiegt, aber das hat er sich ja so ausgesucht. Ob mit oder ohne, wie wir das anstellen. Ich meine, ich würde dich schon gerne ohne vögeln, Ja, kann ich mir vorstellen, Rainer, wird aber so nicht stattfinden. indem wir ein ganzes Saft reinpumpen. Ganz ehrlich, welche Frau steht auf so eine Scheiße? Ich sage euch jetzt, eine Frau, der ich sowas schreibe und die dann darauf anspringt, ich glaube, mit der will ich gar nichts haben. Versteht ihr, was ich meine? Eine Frau, die durch sowas zu beeindrucken ist, weiß ich nicht. Ne? Da darf man eher noch einen zweiten Pariser drüber ziehen, weil man denkt, so, die macht's mit jedem. Wenn die da drauf anspringt, so dann kann ich die auch irgendwie mit einem trockenen Kanten Brot aus dem Wald rauslocken und dann hat die alles. Ich überlasse die Entscheidung dir. Du entscheidest, ob ich eins drüber ziehen soll oder nicht. Ich vermute mal, du willst eh ohne. Also diese plumpen Manipulationsversuche jetzt gerade wieder. Ich vermute mal, du willst aber hier, aber bla 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 bla. Rainer, nein. Ne? Einfach, könntest du dich bitte einfach mal damit abfinden? Ich meine, klar, es ist ein Bärchen, aber das weiß er ja wieder nicht. Erst einmal damit abfinden, dass es überhaupt eine Frau in diesem Fall geben würde, die zu dir kommt und wo die Möglichkeit besteht, dass Snooze-Du gibt. Und dann den nächsten Schritt machen. Aber er fällt schon wieder mit der Tür ins Haus. Da kommt von vornherein so, ja, mit oder ohne Gummi, würde lieber ohne, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, hin oder her, wie viele Kinder zusammenziehen, bla 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 bla. Vielleicht erst einmal nochmal ein Date haben und schauen, wie es läuft und dann über diese ganze Scheiße nachdenken, wenn es denn soweit ist. Kommt ihm überhaupt nicht in den Sinn. Er fällt gleich wieder mit der Tür ins Haus und sagt, ja, das und das und das und das. Und wenn wir Kinder kriegen wollen, dann ist es besser, wenn wir so früh wie möglich ohne machen. Naja, ich finde es auch schöner. Vor allem in dir zu kommen. Bin schon hart, wenn ich nur dran denke. I doubt it, Rainer. Und tu mir bitte den Gefallen und dann nicht gleich wieder zum Uwe, wenn du hier bist. Kurz begrüßen kannst du ihn von mir aus gerne, aber wenn du dann zu mir kommst, mich besuchst, dann lass uns erstmal die ersten 2 Stunden oder 2 Tage miteinander in Stuff-Ding verbringen. Jetzt schreibt, ganz ehrlich, die haben sich einmal gesehen und er schreibt dir jetzt schon vor, mit wem sie sich abgeben darf. Also sie darf mit der Tussi von gegenüber nicht reden, ja, mit der Mutter von dem 3-jährigen Mädchen darf sie nicht reden, oder wahrscheinlich ist das Mädchen inzwischen schon 4, weil das ist ja jetzt auch schon fast ein Jahr her. Und mit der darf sie nicht reden, mit Uwe darf sie sich auch nicht abgeben, sie kommt dahin, ist nur, ja, am liebsten 24/7 nur in seiner Butze und nur ihm zu willen. Ne? Und wenn sie ihm gerade nicht zu willen ist, hat sie entweder ihr dummes Maul zu halten oder ihm Honig ums Gesichtsarschloch zu schmieren. Weil, wenn du mich dann besuchst, dann will ich auch erstmal was von dir haben. Zumal. Rainer, dieses Anspruchsdenken ist nicht angesagt, Rainer. Es ist absolut nicht angesagt. Rainer, du hast keine Ansprüche zu haben, weil du ein fetter Vollversager bist. Mit der fragwürdigen Hygiene. Der sein komplettes Leben an die Wand geschossen hat. Mit offenen Haxen. Der stinkt bis 30 Meter gegen den Wind. Du hast keine Ansprüche zu stellen. Wenn die Frau da kommt, dann hast du Ja und Amen zu sagen, zu allem, was die sagt. Und nicht, dass wieder irgendwas dazwischen kommt. Sag sowas nicht. Ja, aber einen trinken mit Uwe werde ich auf jeden Fall. Ich komme ja gut mit ihm klar. Du musst bedenken, dass es auch Geld kostet, ne?
So, dann bin ich mal weg. Alter, hat die das letzte Mal, ähm, als er sie da rausgeekelt hat, wo sie vor ihm geflüchtet ist und zu Uwe runter ist, hat die sich dann da einen angesoffen und Uwe hat das alles bei Reini auf den Deckel geschrieben und ihm sind am nächsten Tag sämtliche Gesichtszüge entgleist, als ihm Uwe offenbart hat, im Übrigen, dein Besuch hat gestern irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro Zeche zusammengesoffen und das hast jetzt, ne, ich hab's oben auf den großen Zetteln mit draufgeschrieben, auf dem deine nicht unbeträchtlichen Schulden bei mir schon stehen. Wieder 50 Euro weniger, die er vom Amt kriegt. Bis später. Ja, du sollst doch nicht dein Geld, was du mitbringst, noch bei Uwe ausgeben und mit dem zusammen was trinken. Ich glaub tatsächlich, die hat auf Reinis Kosten, hat die sich an taucht das letzte Mal, wo sie dort war. Und es möchte Reini diesmal tunlichst vermeiden, dass das nochmal passiert. Das Gespräch, was die beiden dann noch geführt haben, bevor dann der Kontakt abgebrochen ist. Wir hören mal rein. Du hast über uns nachgedacht. Dann teil mir doch mal deine Gedanken mit, bitte. Ich habe irgendwie ein Problem damit, wenn du mehrere Frauen hast. Neben dir noch in 2 andere verliebt bin, meinst du? Rainer, du bist in überhaupt niemands verliebt. Ne? Außer in Rainer Winkler. Es ist wie bei den Simpsons mit diesem Artie Sif, ja, wo der so egomanisch ist, wenn er denkst du eigentlich irgendwann mal an irgendjemand anders und er sieht dann einfach nur so Tänzerinnen, die alle ausschauen wie er und die einfach nur Artie, 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 Artie singen. Und so schaut's bei Rainer im Kopf auch aus. In Rainers Kopf singt der Rainer-Chor von Rainers großartigen Heldentaten. Und alles andere ist ihm scheißegal. Ja, wie ich dir schon gesagt habe, ich habe absolut nicht das Interesse daran, dich in irgendeiner Form eifersüchtig zu machen. Und was genau willst du mir jetzt damit sagen, dass du nicht... Doch, Rainer, genau das ist deine Intention gewesen. Das haben wir nämlich bisher bei ausnahmslose allen Bärchen gehabt, dass es dann immer Situationen gegeben hat, wo du praktisch gemerkt hast, okay, das Bärchen zieht nicht so richtig, das Bärchen will nicht so richtig, wie ich das will. Jetzt erzähle ich dir irgendeine Story vom wilden Mann, beziehungsweise von der wilden Frau, die mich unbedingt haben will und die unbedingt Kinder mit mir will, damit bei der FOMO eintritt. Ja, damit die sich denkt, boah, na scheiße, wenn ich jetzt nicht handle, dann geht er mir durch die Lappen. Ne? Oder er geht mir nicht durch die Lappen. Also, und du hast versucht, die Frauen damit dahingehend zu manipulieren, dass sie deine Bedingungen für alles einfach abnicken und akzeptieren, weil du in mehr oder weniger die Pistole auf die Brust setzen wolltest und sagen so, ja, es stehen nur 20 andere Weiber bei mir an, wenn du nicht willst, nehme ich einfach die nächste. Was natürlich Schwachsinn ist, Rainer. Jeder, der dich sieht, der sich 5 Minuten mit dir unterhalten hat, weiß, dass bei dir niemand Schlange steht, außer die Gläubiger und die Geldeintreiber. nicht kommen willst, weil du nicht willst, dass dir wehgetan wird. Würde ich verstehen. Oder was willst du mir sagen damit? Nee, eigentlich wollte ich deine Gedanken dazu hören. Na, wie ich dir schon gesagt habe, ich bin keiner von diesen Hunden, der versucht, einfach nur einen reinzustecken. Ja, wenn ich Doch genau so einer bist du. Rainer, genau so einer bist du. Du bist einer von diesen Hufeisenbesitzern, die eigentlich nur reinstecken wollen. Deswegen darf die auch nicht mit der Nachbarin reden oder sich so lange mit Uwe abgeben. Die könnten ihr ja irgendwas sagen, was dir die Partie versaut. nicht so wäre, dann hätte ich dir das alles gar nicht gesagt. Ich bin offen und ehrlich zu dir immer gewesen. Und Ja, komm, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Der Lügenlord, wir kennen ihn, ist bekannt für seine Offenheit und Ehrlichkeit. habe das auch in Zukunft vor. Ich kann nun mal nichts dafür, dass ich so bin. Das habe ich dir aber damals schon gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Der Reini ist ein ganz besonderer Mensch. Reini, natürlich bist du jemand, der versucht, einfach
Realität bist. Ich weiß auch nicht, was ich da sonst dazu sagen soll. Es ist halt eine schwierige Situation. Die Situation und alles ist immer schwierig. Rainer ist überhaupt nicht schwierig. Wenn irgendwann mal irgendeine kernbehinderte Trümmermolle kommt und sagt, ich gebe mich mit dir ab, dann hast du gefälligst dein dummes Maul zu halten und alles zu tun, was die Frau dir anschafft. Weil es wird keine zweite Chance geben für dich. Wenn es eine gibt, dann ist das schon ein Sechser im Lotto. Will dir halt nicht wehtun. Letzten Endes musst du entscheiden. Ladies and Gentlemen, letzten Endes. Ob du es versuchen möchtest oder nicht. Ich kann dir nur offen und ehrlich sagen, wie die Situation aussieht. Im Moment bin ich in 3 Frauen verliebt. Davon Nein, Rainer, du würdest gerne den Shrimp in 3 Frauen versenken. Das ist, was du fälschlicherweise als Liebe bezeichnest. Du bist in überhaupt niemanden verliebt. bist eine du. Und 2 ausdenken. 2 von denen haben allerdings kein Interesse daran. Ja, herzlichen Glückwunsch. Warum erwähnst du es dann? Ist es jetzt schon so, dass sogar seine Freundin aus Denken nichts von ihm haben will? Ich weiß, das eine war diese Mary, aber das andere war doch eine aus Denken. Es sei denn, er meinte das Light Warrior, aber Reinhard, die hat da ein halbes Jahr vorher schon den Kontakt zu dir abgebrochen. Ist nicht mehr aktuell. Die eine, das kann ich dir morgen mal etwas genau erzählen. Die eine kann keine Gefühle empfinden für mich, mag mich aber sehr und wer Rainer ist der Widerspruch in sich. Dich mögen ist schon ein Gefühl. Sympathie empfinden für jemanden ist Gefühl. Ja? Kann keine Gefühle. bereit mit mir ein Kind zu kriegen. Die andere hätte Bock, Sex mit mir zu haben, hat aber auch keine Gefühle für mich. Allerdings muss ich dazu auch sagen, dass wir beide uns noch nicht real getroffen haben. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, haben uns aber bisher noch nicht im Real getroffen. Okay, darüber lasst uns mal reden. Eine der beiden Personen ist ja diese Mary, diese 18-Jährige mit Kind. Mhm. Und das muss dann ja diejenige gewesen sein, wo Rainer meint, die liebt ihn nicht, aber würde ein Kind mit ihm zeugen. Und da hört schon wieder auf, wenn ich höre, was er da sagt und er der Meinung ist, das ist alles richtig, wie er das so sagt. Also, Mensch, Reini, mal ganz im Ernst. Sie hat keine Gefühle für dich. Sie kann keine Gefühle für dich empfinden, würde aber ein Kind mit dir zeugen. Und du glaubst das? Nach all den Jahren, wo du mit Bärchen zu tun hattest, ist das für dich ein normales Verhalten einer Frau? Ja, es ist, ja gut, man muss dazu sagen, Rainer weiß nicht, wie sich eine normale Frau verhält. Also, ja nee, Rainer weiß nicht, wie sich eine normale Frau verhält, weil die einzigen Frauen, zu denen er Kontakt hatte in den letzten 10, 13 beschissenen Jahren, war seine Schwester, seine Mutter und irgendwelche Bärchen, irgendwelche Haterinnen. Ne? Jetzt wissen wir, dass die Mutter jetzt auch nicht mit Intelligenz gesegnet war oder ist und dass ihn die Schwester hasst bis aufs Blut und dass ihn die Bärchen alle bloß verarschen wollten. Und ansonsten kennt er Interaktion zu Frauen nur aus seinen Schmuddelfilmen. Woher soll er denn wissen, wie sich eine normale Frau verhält? Das ist, weil jede andere niemals Kontakt mit ihm aufgenommen hat, weil die ersten Versuche der Kontaktaufnahme meistens schon seine erzdomme Widerlichkeit zum Vorschein gebracht haben und jede normale Frau da überhaupt gar nicht erst drauf eingeht. Ne? Es ist eigentlich ist schon, sollte Rainer, wenn er nicht komplett so, also nicht so komplett dumm wäre, wie er ist, müsste Rainer eigentlich immer auf den Trichter kommen, dass er sagt, woran erkenne ich, dass eine Frau ein Bärchen ist? Sie unterhält sich mit mir. Ne? Keine Frau, die kein Bärchen ist, unterhält sich mit mir. Fertig. Da wisst ihr schon Bescheid eigentlich. In die du dich dann verliebst, wie du das selber sagst? Und Schauen wir weiter. Da sind wir. dann muss man sich nur diese Szene hier anschauen. Wirklich unfassbar, wenn man mich fragt.
Das Hauptproblem für mich besteht halt auch im Moment darin, sexuell. Dass du dich impotent gefressen hast, Rainer. Das ist dein Hauptproblem. Ähm, Das heißt, also du könntest nicht einmal zu einer professionellen gehen, um Druckabbau zu betreiben gegen deine blauen Murmeln, weil du dich impotent gefressen hast. Natürlich haben wir die anderen Probleme dann auch noch, dass, sind wir mal ehrlich, die meisten Frauen einen 250 Kilo Menschen nicht sonderlich attraktiv finden. On top natürlich die fragwürdige Körperhygiene, die Hageldommheit und der widerliche Charakter. Und das sind alles keine Punkte, die dazu führen, dass sich an deiner Ungebomstheit bis zu deinem frühen Ableben, auf das du dich ja offensichtlich, also auf das du offensichtlich hinarbeitest, dass sich daran noch irgendwas ändert. Irgendwas. Sehe ich da halt mit uns beiden das Problem, dass du ja selbst sagst, dass du eigentlich dich eher als asexuell siehst. Reini, jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Wenn die Frau dir schon gesagt hat, dass sie sich als asexuell sieht, warum in Satans glorreichem Namen ballerst du dann jedes Mal wieder irgendwelche komischen Snoo-Fantasien raus, wenn du mit ihr sprichst? Ich check's nicht. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte und die Person sagt, hey, keine Ahnung, ich trinke niemals Alkohol. Ich mag das nicht, ne? Ich leb streng anti-alkoholisch, irgendwie straight edge oder sonst irgendwas. Dann unterhalte ich mich doch mit der Frau, dann lenke ich doch nicht permanent das Gespräch auf das Thema, oder? Dass ich dann sage, ja, im Übrigen, wenn du da bist, dann schütten wir uns ordentlich zu, oder? Auf jeden Fall. Soll ich noch irgendwie Sprit einkaufen? Wenn die irgendwie sagt, sie hat keinen Bock auf Snoo, ja, dann ist auch das Thema gegessen. Aber Rainer ist natürlich wieder von sich selber überzeugt. Er ist der Meinung, er ist der große Rittmeister. Und wenn sie es einmal mit ihm ausprobiert hat, dann ist er auf den Geschmack gekommen. Und danach wird die so richtig versaute, ja, die gar nicht genug davon kriegen kann. Die ist einfach, es gibt das, was ich persönlich als toxische Männlichkeit bezeichnen würde. Ne? Der Begriff wird in den letzten Jahren sehr inflationär benutzt für alles Mögliche, größtenteils Horseshit von irgendwelchen Idioten aus dieser wannabe-pseudolinken Idiotenbubble. Ne? Toxische Männlichkeit. Aber wenn ich etwas als toxische Männlichkeit bezeichnen würde, dann ist es diese Attitüde, ja, die hat einfach noch nie irgendwie einen richtigen Typen gehabt und ich würde es ihr dann schon zeigen, wie toll das sein kann, weil ich bin der Größte. Das ist meiner Meinung nach wirklich toxisches Verhalten. Soweit erstmal meine Informationen, die ich von dir habe. Mit den anderen beiden ist es sexuell gesehen halt viel intensiver. Und Rainer, woher willst du das wissen? Du hast noch nicht einmal Snoo gehabt mit keiner von beiden. Oder meinst du jetzt, das war das Mal, wo die Mary bei dir gepennt hat mit ihrem Kind und du daneben geflackt bist und dir gedacht hast, mitten in der Nacht, ich spiele jetzt mal 5 gegen Willi. War das so intensiv, oder? läuft auch ganz anders. Das war wahrscheinlich deutlich intensiver als das, wo das Indigo-Bärchen im Schlaf begrapscht hat. Ne? Gegen ihren Willen. Obwohl natürlich trotzdem mit keiner von den beiden bisher Realsex hatte. Ich habe im Laufe des letzten Jahres mit der anderen mal mich getroffen und rumgeknutscht, mit der einen davon. Das ist aber auch schon 2 Monate, 3 Monate her. Ich hatte eine andere in der Zwischenzeit noch, mit der ich rumgeknutscht habe, an der ich auch Interesse hatte, die sich allerdings als Haterin herausgestellt hat. Ja, die wollten nicht Wurstfach herhalten, dann ist er Haterin. Vollkommen klar. Das ist inzwischen bei Rainer im Kopf, wenn eine Frau nicht auf seine Widerlichkeiten anspricht,
ihm nicht permanent nach dem windschiefen Ugermaul redet und nicht sofort Wurstfach hinhält, wenn er das für richtig hält, dann ist sie eine Haterin. Es gibt in Reiners Klöterkopf nicht eine einzige andere Erklärung für dieses Phänomen, als dass die eindeutiger Haterin sein muss. An ihm kann es ja nicht liegen, weil er ist ja perfekt. Und die mich dann ja im Internet ein bisschen dumm hingestellt hat. Weswegen ich da letzten Endes dann den kompletten Kontakt abgebrochen habe und auch. Letzten Endes, Rainer, du erzählst jetzt, die ist eine von den dreien, in die du verliebt bist und die Sex mit dir haben wollen, und erzählst aber trotzdem, dass du den Kontakt mit dir abgebrochen hast, weil sie Haterin ist und dich im Internet bloßgestellt hat. Das beißt sich ein wenig, da dir mal sagen, oder? Kann es sein, dass sich das ein wenig beißt? Also entweder das ist eine Haterin, die sich im Internet bloßgestellt hat, oder du bist doch verliebt in sie und sie will Snooze mit dir haben. Aber beide Dinge funktionieren doch. Das ist das Bärchenparadoxon, Reini. Ja? Und ich glaube, da bin ich relativ fest davon überzeugt, dass er da von Light Warrior redet, weil die war ja dann eine Haterin ab da, wo sie diesen Thorshammer da versteigert hat und oder versteigern wollte. Ich glaube, das ist so lächerlich hochgegangen, das Ding, dass da eBay, glaube ich, die Prügeln ausgeschmissen hat. Und weil sie halt aufgrund der diversen Behauptungen von Rainers Seite, was nicht alles zwischen den beiden passiert wäre, die halt natürlich alle geradeaus gelogen waren, irgendwann sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, Moment, das stimmt alles gar nicht, was der da erzählt. Wir haben weder rumgeknutscht, noch rumgebaut, noch hat er mich mit dem Finger beglückt. Noch habe ich ihm gesagt, wie toll er das gemacht hat. Das ist alles nicht passiert. Rainer hat, ich kann mir hundertprozentig vorstellen, was passiert ist in diesem ominösen Berliner Hotelzimmer. Ja, Rainer hat versucht, sich an sie ranzumachen. Das war so eine Bianca-Situation. Ne? Nur, dass die wahrscheinlich nüchtern war, die alle. Ne? Aber Rainer hat versucht, sich an die ranzumachen. Und die wird ihn halt so wie alle Frauen zurückgewiesen haben. Und Rainer denkt sich, ja, keine Ahnung. Steht Aussage gegen Aussage, was da passiert ist in dem Hotelzimmer, kann ja sonst was behaupten. Und wenn die dann sagt, das stimmt alles gar nicht so, dann behaupte ich einfach, es ist eine Haterin und deswegen lügt sie. Fertig aus, Bums aus, Nikolaus. Ja, meine Gefühle sich dann relativ schnell verflüchtigt haben, weil ich mit sowas überhaupt nicht klarkomme. War das diese eine da, die auch auf Telegram war? Light Warrior war das. Ja, und auch die hat sich von dir nicht irgendwie an die Foot langen lassen. Rainer. Mit der habe ich mich getroffen, Anfang des Jahres. War mit der da in Berlin im Hotel. Ja. Nein, Rainer, mit der hast du dich getroffen letztes Jahr. Letztes Jahr war das. Anfang des Jahres hast du dich mit der nicht getroffen, weil da warst du nämlich schon in Zubes. Wir hatten auch rumgeknutscht und rumgemacht. Das ist gelogen, Rainer. In verschiedenen Varianten. Ich habe in verschiedenen Varianten rumgeknutscht. Wie knutsche ich denn in verschiedenen Varianten rum? Das musst man jetzt mal verzeihen. Sie auch gefingert, aber sie hat mich dann letzten Endes blöd dastehen lassen. Ich habe sie ganz ehrlich, das ist immer so, das ist so ein Standardding, das er bei so vielen Bärchen gesagt hat schon, dass mit es ist nicht zum Äußersten gekommen, aber gefingert habe ich sie. Ist alles gelogen, Rainer. Es ist alles dreist gelogen. Indem sie quasi mich halt nicht weiter rangelassen hat, beziehungsweise nicht mehr wollte. Und ja, ich hatte dann letzten Endes die dicken Eier. Oh, mei, du armer Bur. Wann die Eier wieder blau?
Mei, wenn es da bloß eine Möglichkeit gäbe, dagegen was zu machen. Kann er natürlich selber nicht, muss das Bärchen machen und das ist auch ihre Pflicht. Ne? Wenn sie auch nur ein bisschen empathisch ist, dann hat sie Mitleid mit dem armen kleinen Reini mit seinen blauen, schmerzenden Eiern und dann muss sie halt mal über ihren eigenen Schatten springen und ihn ranlassen, weil das ist ja unzumutbar. Und keine Möglichkeit, den Druck abzulassen übers Wochenende. Weil sie dann halt immer so ein bisschen rum hat, aber nicht mehr wollte. Und das Ende vom Lied war, dass ich dann am Ende der war, der dann mehr von ihr wollte, auch auf lange Sicht. Das wäre also für mich gar kein Problem gewesen, dass sie mich nicht reingelassen hat. Doch, Rainer, das ist immer ein Problem für dich gewesen. Und das ist auch der Grund, warum du sie gerade vorhin als Haterin betitelt hast. Und das ist auch der Grund, warum du alle möglichen Leute immer diffamiert hast. Alle Frauen, die irgendwas mit dir zu tun hatten. Ne? Ich wette, was Bianca ist in deinen Augen auch eine Haterin, weil sie dich nicht ranlassen wollte. Rainer, ich erzähl dir jetzt mal was. Männer und Frauen können theoretisch, ja, und jetzt haltst du dich fest, atemberaubenderweise, befreundet miteinander sein, ohne dass gebimst wird. Ist es eine Sache? Und Rainer, das ist das Einzige, worauf du hoffen kannst. Der einzige weibliche Kontakt, auf den du hoffen kannst, ist ein platonischer. Aus Gründen, die ich bereits vorher in diesem Video schon erörtert habe. Oder nicht mehr gemacht hat, als ich mal fingern durfte und darüber hinaus ich aber komplett leer ausgegangen bin, wäre für mich kein Problem gewesen, wenn dann halt was langfristig sich entwickelt hätte. Aber das hat sich. Ganz ehrlich, wie oft, ne, wie oft ist es euch schon passiert, dass ihr jemanden kennengelernt habt und das hat irgendwie so ein bisschen geknistert und man war dann irgendwie zu zweit, ne? Und es ist intimer geworden, man hat sich praktisch so, ne? Händisch näher kennengelernt. Und dann ist die andere Person irgendwann aufgestanden und hat gesagt, ja, nee, das war's jetzt und auf Wiedersehen. Wie oft ist euch das passiert? Vielleicht, also, keine Ahnung, wenn man mal diese Grenze überschritten hat, ne? Petting etc. bla bla. Das sind dann, ist doch im Endeffekt dann, dass man sagt, ja, nee, noch nicht, aber du bist ja dann mehr oder weniger schon auf der richtigen Autobahn, ne? Du musst dann praktisch nur noch auf die richtige Ausfahrt warten. Das kann halt ein bisschen länger dauern, bis du an der Ausfahrt bist. Aber streng genommen, wenn nicht irgendein schwerer Unfall passiert, wirst du an dein Ziel kommen, früher oder später. Ne? Dementsprechend hat sich Rainer damit wieder selbst Lügen gestraft. Nicht entwickelt und war dann vom Tisch das Ganze. Und darüber hinaus. Rainer, es war niemals auf dem Tisch. Ne? Weil diese Fingergeschichte komplett erstunken und erlogen ist. Das konnte gar nicht vom Tisch sein, weil es war niemals drauf. Ja, vom Tisch würde bedeuten, es war irgendwann mal drauf und es ist dann wieder vom Tisch runtergenommen worden. Aber der Tisch hat nicht mal existiert. Nicht einmal den Tisch hat es gegeben, geschweige denn, dass da irgendwann mal was drauf gewesen wäre, was man hätte runternehmen können. Das ist auch nicht mehr passiert. Das waren die einzigen Sachen, die ich jetzt hatte, seit wir uns kennen. Und viele habe ich nicht für die Light Warrior, also nicht mehr. Das hat sich erledigt, wie gesagt. Und nur noch für die andere und für eine andere, die ich aber schon länger kenne. Ja, das ist dann sind wir doch jetzt bei 4, oder? Also wir haben jetzt die Mary, wir haben die Light Warrior, wir haben das Indigo-Bärchen und dann haben wir noch irgendeine Mulle aus Denken. Großes Kino. Die ich auch schon länger, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich dich länger kenne oder sie länger kennen.
Auf jeden Fall. Ist das die Mara, die bei dir Mod war? Nein. Nein. Um Gottes Willen, nein. Gott, nein. Auf gar keinen. Nein, 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 nein. Die ist überhaupt nicht mein Typ. Alter, kennt ihr Leute, die so auf sowas reagieren? Kennt ihr die? Also offensichtlicher Horse-Shit. Ja, ich weiß nicht, jeder Mensch hat schon mal jemanden erlebt, wo man gesagt hat, hey du, du und die andere Person, ihr verbringt relativ viel Zeit miteinander. Ne? Äh, Geht da was? Besteht da Interesse oder? Nein, niemals. Wie, ja? Man kennt. So was shit, Rainer. Es ist Rainer auch vollkommen einerlei. Wenn die Mara jetzt sagen würde, das nächste Care-Paket bringe ich da selber vorbei und dann halte der Wurstfach hin, dann wäre Rainer auch sofort dabei. Da wäre Rainer auch sofort dabei und ich glaube, die ist auf einem Level irgendwie auf den Kopf gefallen, wo es tatsächlich passieren könnte. Die ist lieb und alles, aber überhaupt nicht mein Typ. Und es ist auch sonst niemand, den du kennen könntest. Von daher. Ist eigentlich Mara? Nee, Mara ist nicht diese komische Truller, die da mal dieses Diggity-Doggity-Video verfasst hat, wo sie auf irgendeine Kirmes gelaufen ist. Oder ist das dieselbe? Da hat es auch mal irgendeine gegeben, das ist auch ein knappes Jahr her oder so. Die ist auf irgendeiner Kirmes oder irgendeiner Duld oder sowas unterwegs gewesen. Und die war auch nicht ganz durchbachen. Wie kommst du auf Mara? Du, ich trenne Berufliches und Privates. Ist Bullshit, Rainer. Ist absoluter Horse-Shit. Du trennst nicht beruflich. Du hast ja früher immer gesagt, ja, ich würde niemals mit Fans und sowas. Und 2021 hast du Demon angeschissen, weil der angeblich in deinem, in Anführungsstrichen, Revier gewildert hat. Und dieses Revier, in dem er gewildert hat, war dein Fan-Discord. Also laber nicht, dass du Berufliches und Privates immer trennst, dass du nie was mit Fans anfangen würdest oder sonst irgendeinen Krampf. Weil diese guten Vorsätze, die sind so schnell in den Wind geschlagen, dass so schneller als du Hagebuttene sagen kannst. Ja, weil in dem Moment, in dem du irgendwo eine Chance auf Wurstfach witterst, dann ist dir alles andere scheißegal. Der einzige Zusammenhang, den ich mit Mara, nicht mit Mara, den einzigen Zusammenhang beruflich, den ich mit Light Warrior hatte, das war, dass wir beide halt Streamer waren, aber soweit ist ja nichts passiert. Ich habe eigentlich nicht wirklich was groß gemacht. Und auch darüber lassen. Ja, aber nicht, dass du es nicht versucht hättest, Reini. Nicht, dass du es nicht versucht hättest. Du Leute, wir sind jetzt ziemlich genau bei der Hälfte des Videos. Und dieses Gespräch dauert wohl noch sehr lange. Und es sind wirklich sehr viele Gesprächsanteile, wenn ich jetzt hier unten durchgehe. Und wir sind schon bei 1 Stunde 47 Minuten. Ich werde jetzt hier an der Stelle das Video unterbrechen und werde euch bei nächstbester Gelegenheit den zweiten Teil aufnehmen. Ich schreibe mir dann auf, wo ich hier Pause gemacht habe. Und dann gibt es hier von Teil 17 eben einen Teil 2. Ich bin froh, dass ihr nicht mehr über seinen Dialekt spricht, weil das hat mich zu Tode gecringed. Das Thema, wer jetzt seine Bärchen sind, in wie viele er verliebt ist und wer von ihm alles Kinder haben will, ist auch schwer zu ertragen, aber nicht ganz so schwer. In diesem Sinne. Bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer tut nicht, was Rainer tut. Und Medal off.